Weißt du was, da drückt man ein wenig früher auf Start. So, was ist jetzt das da? Nix, das nehmen wir weg. Einen unfassbar gemütlichen machen wir uns heute. Habt ihr einen Moment, ich muss jetzt warten, ob YouTube auch anfängt. Heute noch anfängt, weiß ich nicht. Fängt YouTube heute noch an? Ist das was? Ja, tatsächlich. Heute noch anfängt, weiß ich nicht. Fängt YouTube heute noch an? Mach nicht so laut. Mach nicht so laut. Kinder, ich hab Kaffee heute. Kinder, ich hab ein wenig Shelby heute, das wird uns nichts helfen. Na. Ich liebe es, Bratensoße zuzubereiten, da es beim Essen nach Brokkoli-Tütensuppen schmeckt. Rotes Herz Grias aus Aham Oida. Okay, man sechs durch, Entschuldigung. Heute sehe ich sogar Donations. Ganz was Nice. Bratenrezept, merci dir. Ich liebe es, Bratensoße zu... Was? Ich liebe es, Bratensoße zuzubereiten, da es beim Essen nach Brokkoli-Tütensuppen schmeckt. Halt doch dein Maul. Merci dir. Schmidi, Havid, Brette. Merci dir. Grüß Gott an alle beieinander. Einen zauberhaften Freitagabend wünsche ich. So, heute, gleich mal vorweg, heute wird hart reingechillt. Ich sag, das ist Schluss jetzt. Timmy Boy. Müssen wir der Sound schon wieder ausmachen, bevor wir ab da fahren. Timmy Boy, merci dir. Servus, bin auch da. Grüße von mir daheim. Grüße zu dir daheim. Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre an den Old Age, an den Schmiedi, an den Ivar, an die Queen, an den Leckmermarsch, an den Y-Philipp, an den Nickelnetter, an den Fabi Plani, an den Black Creep, an den Weinstefan, an den... Nein, jetzt kann ich nichts mehr lesen. Das ist so weit weg. Ich habe mir halt extra da einen Monitor hergeschissen, damit ich beides lesen kann. Ich habe den ganzen Tag umeinander geschissen, wie man auf einem Tablet 2 Apps spaltet. Hat das irgendjemand gewusst, dass es geht? Ich hab's nicht gewusst. Das ist halt heute, weiß es. Grüß Gott beieinander. Fühlen Sie sich gegrüßt an einem Unfall. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt fein. Voll bis So. Ich nehme mir ein Nütchen raus. Free Frankie, merci für den Resub, Pornogramm, merci dir. Habe die Ehre, heute kein Spätschicht, bin da. Freitag Spätschicht ist aber auch das letzte. Der Meister, bin in der Arbeit, weil mein Chef nicht mehr da ist, kann ich die schauen. Grüße aus Österreich. Lass dich auch nicht erwischen, ich sag dir was. Ich sag dir was. Ich weiß schon. So, Phase 1. Der Dominik schreibt es schon. Na, Lego, lass mich! Oh Gott, na, der Held der Steine hat gesagt, Lego ist ganz böse, das darf man nicht kaufen. Das muss ich kaufen. Und da ich selber nicht Dinger kann, ist das automatisch richtig, was der Held der Steine sagt. Na, so fangen wir halt gar nicht an, so kriegen wir noch mehr Schilde. Schluss! Grüße an alle, die heute auch Nachtschicht haben. Bürger ist der beste zu viel, ist los, du weißt das. Heute müssen wir unfassbar gemütlich sein. Ich bin halt im Arsch wie schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Leute, ist ja gut. Simon, jetzt für den Reset. Aus Minge. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Merci. Leute, Schluss jetzt mit der Scheiße. Heute nicht. Jetzt ist eigentlich meine Ding für einen Montag auf, was weiß nicht. Oh, Katzel, merci für den Reset. Heute ist der Simon dran. Diesmal gerade da, Katzel. Was der Bürger sagt, ist das jetzt, was der Steine sagt. Das ist richtig. Ja. Und ich sag, ja, ich nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox. Lecker. Geht leider mit dem neuen Stuhl nicht so gut, aber ich probier's. Aha! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt fein. Voll bis Gott. Danke. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt fein. Voll bis Gott. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt fein. Voll bis Gott. Da können wir nicht drüber. Ist ja gut, Leute. Please. Please stop it. Tanz der Wolf, merci für den Resub, Kapsura, merci für den Zwickel. Ich nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Was jetzt? Ah,
Frage 1. Herzit Hintergrundmusik. Ich habe das nämlich heute absichtlich über Boxen laufen, nicht aus Zufall, sondern und Donations dementsprechend da, damit ich es mitkriege, aber ich kann es jetzt dann gleich nicht mehr hören. Ich trinke dabei. Jetzt keine Musik. Ich drehe es einmal schnell absichtlich ganz furchtbar laut. Ja, gut, ich höre auch nichts anderes außer die Scheiße da zum 18. Mal jetzt. Skydroid Speedy, merci dir. Sie, AF Nippelklötze Zaumstecker, Witz, Ne. geht A Kind ZA da Mama und sogt, Iho an 6a in Mess und Wet sitzen bleiben. Sagt Mom, ist wurscht, hast du Krebs. Hab ich dir nicht sogar schon mal erzählt? Austrian, merci dir. Dankeschön an alle. Bitte chillt die Kniescheibe heute. Heute nicht. Andi, merci wieder 1 Euro. Sky, Dingsbums, Kurame, Timmy Boy, Tanz der Wolf, merci, Schluss jetzt. So, jetzt mal so. Jetzt seht ihr's? Jetzt seht ihr die Hintergrundmusik? Chili Vanilli? Ja, nein? Ja? Aber hoffentlich nicht durchs Mikrofon. Ja, ja. Okay. Da ist bloß ein bisschen lauter dran müssen. Ist es ein angenehmes Sprach-Hintergrundmusikverhältnis? Bevor wir anfangen. Ist es okay? Ist das okay? Ja, schön. Ich sag das, was es ist. Ich habe halt, wie ich einen Stream eingerichtet habe, ich habe da wieder alles zusammenbauen müssen, so, das dauert ein bisschen, dann ist das die ganze Zeit im Hintergrund gelaufen. Ich sage, das hat mich runtergebracht ohne Ende und ich hoffe... Ich nehme mir ein Nüsschen raus aus der Nüsschenbox, nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Das ist ein richtig krasser Tag, wo es so richtig krass auf den Sack geht. Dani, merci dir. Maki, merci für deinen Zwickel. Leute, Dankeschön. Ist ja gut. Es ist die ganze Woche schon komplett eskaliert. Lernen wir uns halt ein bisschen zurück. Und ein Tick lauter kann es sein, sagt der 60 München. Aber der Rest sagt, ja, ist gut. Ja, passt. Ja, ist angenehm, das passt. Markus, merci dir. Guten Abend zusammen, Bürger, du bist der Beste. Das ist zu viel des Lobs. Heute nicht. Heute bin ich ein bisschen angeschlagen. Bin ein bisschen kaputt. Aber da habe ich mir gedacht. Na gut, das habe ich mir nicht gedacht, das habe ich mir am Sonntag schon gedacht. Nippelklötze! So, ich mache jetzt mal die Alert-Sounds aus und ich hoffe, dass sich der Text da so viel bewegt, dass es zumindest registriert, wenn was kommt. Du weißt es noch mal. Machen wir es einfach unfassbar leise, damit ich zumindest ein bisschen was höre. So, Friends of the... Das muss ich mir Stuhl erstellen, das weiß ich nicht. Wildein Geschwafel, nicht Musik hören. Das ist hauptsächlich deswegen. Frage ich, aber es fehlt, das passt der Turtle! Hey Birger, für die Ablenkung, mein Opa ist gestorben. Oh mein Gott, Herr Bayer, grüezi, fix nochmal. Da kann ich nicht ganz mitschmerzen, aber fast aber mein aufrichtiges Beileid. Das tut mir wirklich sehr leid. Der Shadows. Ich kann aber Shadow Gulasch, sag ich jetzt einfach, ist mir wurscht. Wie viele Teile hat das Projekt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube 1000. Steht das auf den Schachteln überhaupt um? Fangen wir mal ganz von vorne an. Ich weiß schon, Lego, bla bla bla. Es gibt absolut... Was ist denn das Gegenteil von keiner Empfehlung? Weiß ich nicht. Sprengi, wie lange hast du schon nichts mehr tun? Nee, was ist da los? Ich sag da einen stabilen Stapel Brettspiel im Hintergrund, Speziwirtschaft, Brettspiel, Livestream. Wann? Das ist ein guter Punkt, ey. Das hast du gut erkannt übrigens. Was ist die Claymore-Saga? Wer kennt die Claymore-Saga? Also nur Leute über 30 kennen Claymore-Saga. Dann StarQuest. Leider nicht ganz komplett, glaube ich. Dann zweimal Hero Quest. Eins davon ist komplett, das andere fast. Und dann haben wir noch, was haben wir noch? 2 Add-ons. Oder 3, ich glaube sogar 3 Add-ons. Einmal Markas Magier, Karak Waren und die Rückkehr des Königs, so glaube ich, erst noch eins. Die haben schweineteuer. Da bin ich sehr, was heißt, kann man da stolz drauf sein? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, die haben sie einfach bloß gekauft, aber die habe ich schon seit Ewigkeiten. Die haben schweineteuer, Alter. Originals, komplettes Hero Quest ist ja 500 € aufwärts. Und die Add-ons ebenfalls übrigens auch. Vor allem das Markas Magier, das ist komplett und teilweise noch original verpackt innen drin, ist fucking unbezahlbar.
Und Winter der Toten, das habe ich noch nie gespielt, das hat mir eine Bürgerin irgendwann einmal zu Weihnachten geschenkt. Wenn wir gerade so schön dabei sind und Sprengi ist aufgefallen. Bussi aufs Nussi Sprengi, guter Mann, der hat einfach ein Auge fürs Detail. Marvel Maniac, merci wieder ein Resub. Oh yes, im Monat Retrigger gehen wir einen Chef ein wenig Runden auf den Sack. Ja, für was anderes hat's ja gar nicht da. So, Schluss jetzt! Brettspiel-Streams, eigentlich gar keine so eine unfassbar schlechte Idee, sag ich dir, was ist. Weil die anderen zwar voll gut, der Flo hat so. Was hat denn der Flo eigentlich in seinem Leben so da? Der kann ja mit dem auch wieder nichts anfangen, aber gut, das wären dann 3-4 Höllenstunden für ihn. Also, so, zurück zum Konzept. Jetzt mal so wacht. Heute basteln wir wir haben einen Nippelklötze-Stream. Und da wir gerade in die Star Wars Wochen sind, ich meine, die letzten 2 Wochen war irgendwie alles vor Star Wars. Am Sonntag kommt übrigens ein Video und der Podcast, ich war unfasslich fleißig diese Woche, vielleicht bin ich ja deswegen so im Arsch, kann auch sein. Bauen wir mir heute mal, ja, mehr oder weniger leider Gottes, ein Lego-Set zusammen. Ich weiß schon, oh Gott, Lego, ganz böse. Ich sage auch ganz ehrlich, es gibt keinerlei Empfehlung von mir für dieses Lego-Set, das glaube ich. Lass mich mal schnell schauen. Da muss ja irgendwo draufstehen, wie viele Teile das sind, oder? Rückseite, seht ihr überhaupt irgendwas? Halbwegs anständig. Wir haben natürlich wieder 2 Kameras, eine rechts unten im Eck und überhaupt. Sowieso, da steht nirgendwo, wie viele Teile das sind. Aber ich habe auf Amazon gelesen, 1100, irgend sowas. Philipp, merci wieder ein Resub. Bussi aufs Nussi. Da steht leider nichts um. Vielleicht steht dann in der Anleitung irgendwas drin. Wir wissen es nicht. Ja, warum? Ich sag das jetzt ganz einfach, ganz ehrlich, weil ich mir einfach iBite habe. Der BD-1 ist der verdammt coolste. Auch wenn Star Wars Jedi Survivor jetzt nicht das allergeilste Spiel auf der ganzen Welt ist, aber der erste Teil war super geil. 1062 Teile laut Website bei Hako, das sind die Informationen, die wir brauchen. Dankeschön. Normalerweise kostet dieses Ding, und jetzt halte ich fest, 100 €. Ich sag das auch ganz ehrlich, ich habe als allererstes auf Amazon geschaut, da gibt es noch genau einen einzigen. Ich habe das gesehen, der glaube ich kostet 95 € oder so, und habe mir gedacht, boah, leck, nein. Und hab's dann wieder bleiben lassen, hab sofort einen Tab wieder zu und gut. Dann habe ich mir gedacht so, ja, cool, schau mir allgemein so. Und dann habe ich ihn woanders gefunden für 65. Plus Versand, dann habe ich grob 70 € gezahlt und habe mir gedacht, ja, das ist echt auch noch happig, Alter. Happig, Alter, aber sitzt mir einfach der Steuer ab. Irgendwo müssen auch eine Spenden hin. Was? Ja? So. Dann habe ich mir gedacht, das passt doch perfekt und den machen wir. So, was das Allerwichtigste ist, da das Ding über 1000 Teile hat und letztes Mal hat unser Erika-Panzer, ich glaube, oh shit, man sieht ihn gar nicht. Den habe ich da oben im Regal stehen. Der hat 800 Teile gehabt ungefähr und wir haben knapp 4,5 Stunden gebraucht dafür. Ich sag das, was ist. Die werde ich heute nicht packen. Außer ich kriege jetzt dann einen Höhenflug ohne Ende und dann geht das easy von der Hand, wir werden sehen. Deswegen teilen wir mir den Stream auf 2 Teile auf. Ich werde jetzt einfach einmal sagen, was für Ansicht ist eigentlich lieber? Ich glaube, das war eigentlich wurscht. Das letzte Mal haben wir so angefangen. Pass auf. Was wir noch haben, war das. Ist das? Ich habe mir gedacht, weil beim Video-Review haben wir auch einen Chat dabei laufen gehabt und ich mag das irgendwie immer, wenn ich mir so Reactions anschaue und ruhige Streams anschaue, dass man halt einen Chat auch im Auge haben kann. Vor allem, weil man die Sachen auf dem Fernseher halt meistens anschaue und so weiter. Und da mag ich das einfach, wenn bloß ein ganz kleines Chatfenster da ist, damit ich da ein bisschen mitlesen kann. Und wenn euch das Ding auf den Sack geht da rechts um, dann lasst ihr das mich wissen. Aber ich glaube, es ist ganz okay, er ist wirklich winzig. Und ja, ist ein gemütlicher Stream. Zauber of Friends of the Sun. Die Schachtel ist schon so riesengroß, oder? Die geht da gar nicht ganz in die Kamera rein. Wie sagt der Held der Steine? Die Rückseite, nichts, wovor man sich fürchten müsste. Jemand hat schon geschrieben, ist da eine Beleuchtung dabei? Nö. Wenn, dann löt ich mir die selber zusammen. Das ist was wir vielleicht nur in einem dritten Stream mal kennen. Ich habe von Elektrotechnik ungefähr so viel Ahnung wie vom Stricker und es wird sicher lustig. Ich habe aber leider bloß, ich habe mir so ein kleines Elektronik-Set gekauft. Das ist ja allgemein, es gibt passende Sets für genau dieses Set mit Beleuchtung und LED und lauter so ein Scheiß. Ja, die Abenteuer der Rückseite, richtig, so sagt er. Nicht so, wo man sich fürchten müsste. Ja, da ist aber auch nichts Besonderes um, was sehe ich jetzt da? Ich sehe, dass er einen Kopf offensichtlich neigen kann und dass er seine was der Pfeil da zum Bedeuten hat, seht ihr das da? Ich habe absolut keine Ahnung. Werden wir dann schon rausfinden. Und er hat ein kleines Fachel, wo man, glaube ich, Stimpaks einlegen kann. Ja, sonst kann das Ding halt nichts. Und wenn du jetzt überlegst, die 800 Teile von Mold King, da war sogar noch ein Motor dabei, da war Fernsteuerung dabei und 200 Teile weniger und das Ding hat einen 50er gekostet. Ich glaube nicht einmal einen 50er. Ja.
Aber was möchtest du machen? Lego ist der einzige Hersteller, der die Lizenz von Star Wars hat. Und wenn so ein Ding einbeizt, ja, meine Güte, nein. Aber für 100 Euro hätte ich ihn nicht gekauft. Donations hin oder her, I don't give a shit, Alter. Das ist einfach ausgeschämt und eine Frechheit. Heißen tut's, das Ding ist bis zu 31 cm hoch. Und den Rest den werden wir selber herausfinden. So, habe ich jetzt noch irgendjemanden übersehen? Ich bin mir nicht sicher. 230 Volt nicht direkt an die LEDs, sonst zu hell. Soweit war ich auch schon. Haben wir uns schon einmal kurz. Übrigens, das wird ein sehr sprachfreudiger Stream. Erstmal Special Greets an alle, die nebenbei, wie soll ich sagen, vielleicht in der Diablo-Warteschlange liegen. Heute ist ja das letzte Mal oder nochmal ein Beta-Test, den ich mir heute vielleicht auch noch genehmigen werde nach dem Stream. Wir werden sehen. So, jetzt passen wir an. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Da würde ich sagen, fangen wir einfach an. Haben wir das noch? Hobbyschirm da? Haben wir noch weiter? Oh, wie viele Leute da sind, das mag ich, das gefällt mir. Tja, dann holen wir unser Bastelmesser raus. So, Vorsicht, Kinder, da ist ein Tesafilm rundum. Und es macht mir schon wieder so ein bisschen den Eindruck, als wäre der nicht mehr original verpackt. Das sage ich jetzt, obwohl doch. Ja, da sind sogar die Tesa-Streifen mit dem schwarzen Ding drauf, wird schon passen. Da klingt es, wenn man da eine Seite aufmacht oder zwei. Ich hoffe, ihr seht da irgendwo was. Hauptsache, ihr seht was. Und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht haben wir diesmal ein bisschen schneller wie beim letzten Mal. So gegebenenfalls eine Schachtel in der Schachtel. Nö. Okay. Paket 2. Ich werd das jetzt mal systematisch da der Nummer nach umeinander sortieren. Das ist Nummer 6. Was haben wir da sonst so drin? Das ist Nummer 3. Ja, das sind halt auch 5000 Latte. Natürlich haben das über 1000 Teile. Das sind lauter winzige Irgendwas-Dinger. Das ist ein Wahnsinn. So, da haben wir Paket 1. Schön sortieren. Ich hätte noch eine Anleitung, hätte ich halt schon auch gern. Die nehmen wir zum Schluss raus. Was haben wir da? Paket 3. Ich hoffe, dass es mit der Belichtung einigermaßen passt, weil die sind doch lauter weiße Teile. Hab halt auch schon überlegt, ob man mal. Ich finde die Matten als Untergrund ist ein bisschen ein Scheißdreck mit diesen. Was ist da wieder los? Frankie Boy, mir ist wieder ein Resub oder 32 Monate, du bist der Gestörter, so schaut's aus. Der Bürger, Nippelklötze, Klötzel der Nippel. Chef, der BD1 hat laut Angaben 1062 Teile. Maxi, ebenfalls merci. Oh, leck, was ist denn das? Alter, was ist das? Das ist einfach Schachtel in der Schachtel. Okay, ist das die Anleitung? Wieso denn sind die Nummer in der Schachtel? Was ist denn das für eine Behinderung? Okay. Ja gut, werden wir uns gleich näher. Das letzte Mal, dass ich ein originales Lego-Set geöffnet habe, das ist, ja, 25 Jahre her. Das wird nicht gegangen. Dann haben wir da nochmal Paket Nummer 3 und nochmal Paket Nummer 3. Lego, ihr könnt es noch mit 10. Ja, that's it. Mehr ist nicht drin. Nö. Machen wir damit. Was ist da hier? Auling, erst wieder ein Resub. Das nehmen wir da her. Ausschauen. Oder will ich nichts mehr lesen, das ist dumm. Dumm. Ja gut, wird nicht helfen, machen wir so. Wird schon passen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tja, dann da die sagen, lasst mir gleich einmal Paket 3. Was ist denn jetzt? Dasselbe Scheiße wie letztes Mal, jetzt fängt der scheiß Staubsauger wieder zum Phone, überhaupt nichts da. Ich habe ihn getreten. Okay, wir nehmen uns Tüte 1. Tüte, wir fangen mal von unten an, soweit können wir sowieso nicht. Tüte 5, 6, 4, ganz viel 3, 2, 1. Das ist unsere erste Tüte. Und was mir jetzt schon am allermeisten verwundert ist, dass wir da tatsächlich eine Schachtel haben, wo die Anleitung irgendwie drin ist. Und auch mit Originalaufkleber drin. Warum machen sie das? Das weiß kein Mensch. Weiß das irgendjemand? Kann das irgendjemand sagen? Ich weiß nicht. Das werden wir jetzt fachmännisch öffnen. Das ist alles, was ich weiß. Sagt das Böhnchen. Ja, das Bastelmesser, das hat mich schon durch viele. Da schau ich, das ist ein richtiges Hefterl. Richtiges Hefterl. Wie viele scheiß Seiten hat denn das Ding? Okay, da haben wir eine Teileliste. Wunderschön. Oh, ein paar Beutel. BD1. ATST, glaube ich. Wie die anderen Dinger heißen, das weiß keine alte Nudel nicht. Mauling, mir ist wieder Zügel 50. Servus, wie geht's euch? Heute geht's mir tatsächlich nicht so geil. Aber es gelangt. Das gelangt. So schaut er am Schluss aus. Es ist ja eine kleine Minifigur dabei. Das ist was der Held der Steine immer sehr gern betont. Ob es die natürlich außerreißt für 100 Euro, glaube ich eher nicht. Ja, gut.
Das Ding hat 133 Seiten. Die lustige kleine Pappschachtel da, die Scheiße, du Pappnase, du. Haben wir wieder bei der Pappnase. Die werden wir mir nicht brauchen, das sagt der Usis. Habe ich eigentlich irgendjemanden übersehen? Herr Geizig, merci für dein Resub. Mauling, merci. Das ist ein neues Mitglied. Muss ich fast töten. Mauling, merci dir. Frankie Boy Dragoncry, die habe ich übersehen. Guten Abend, viel Spaß beim Zusammenstöpseln. Be careful, Held der Steine is watching you. Ich glaube, ich bin sehr konform mit dem, was er sagt. 100 Euro ist eine absolute Frechheit für das Ding, aber für 65 ist es echt in Ordnung. Oder gerade noch in Ordnung für das, dass eine Star Wars Lizenz drauf ist. So, sagt ihr da schon einigermaßen was? Ist das alles in Ordnung? Wunderbar, ich denke. Und die sagen, was haben wir da? Tüte 2, 3. We are switching from plastic to paper-based packaging. Ah, ist Säge. Säge-Lego. Für die kein Englisch nicht kennen, wir stellen von Kunststoffverpackungen auf Verpackungen auf Papierbasis um. Möglicherweise findest du deshalb sowohl Papier als auch Kunststoff in unseren Boxen. Nein, ich habe nur Plastik gefunden. Entschuldigung. Okay, here we go. Da haben wir eine da ist eine Teile-Trenne dabei. Sehr schön. Tantalus, merci dir. Servus Birger, danke für deinen Content. Das ist, also ganz ehrlich, also am Montag und am Mittwoch in normale Streams und in Videos, da sage ich nichts, aber das hier Content zu nennen, ist ein bisschen fragwürdig. Ich bin halt zu meiner eigenen Entspannung und Belustigung halt da. Aber merci dir. Der Shadow Gulasch schreibt, ich habe sogar einen AT-AT auf Amazon gefunden. Mit Motoren ist nur die Frage, ob sich der AT bewegen kann oder nur für den Kopf gilt. Das lässt sich mit Sicherheit nachlesen. So, dann haben wir da. Sein Untergestell besteht aus Tüte 1, 2, 3, 3 und 3. Und sein Kopf besteht aus Tüte 4, 5 und 6. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, das ist so wunderschön auf 2 Teile aufzuteilen. Vielleicht kriegen wir heute sein Untergestell zusammen und beim nächsten Mal dann sein Kipferl. Wir werden sehen. So. Und da die sagen, Sammy! Was ist denn heute wieder? Ist halt wieder Mitglieder for free oder was? Sammy Boy, merci für die Mitgliedschaft. Mauling und Sammy, welcome to the squad, dankeschön. So, wir reißen mal die erste Tüten auf, so schaut's aus. Wie machen wir das am Gescheitern? Damit du mir hier wieder beim Suchhelfer kennst. Du die Anleitung da so oben? So? Das ist gut, das ist gut. Und Steine verteilen wir außen rundum. Die verteilen wir mir außen rundum, damit nichts passiert. Okay. Okay. Raus damit. Raus damit. Tütige Tüte. Tüte. Tütige Tüte. Ab in den Chat. Dann haben wir da eine kleine Tüte. In der Tüte nochmal und nochmal eine mittlere Tüte. Das ist der Teile-Trenner. Den habe ich in meinem Leben... Den hat es früher schon immer gegeben. Und ich habe mich früher schon immer gefragt, was zur Hölle ist das? Da hat es damals einfach noch keine Anleitung nicht dafür gegeben. So, jetzt machen wir mal da ganz bequem so schön verteilen, damit wir mir die Scheiße schön finden. Und dann haben wir mir wieder kleine Heiferl. Da tue ich jetzt einen da her, das ist eine gute Position. Die Position. Kleinteile 1. Kleinteilehäufchen 1 und den anderen Kleinteilehaufen, in dem wir da auf. Ja, damit wir uns ausklären. Mauling! Merci dir! Servus Jacki, mein Bruderherz! Ist es wirklich dein Bruder oder ist es ein Bro? Bro. Weiß ich nicht. Jetzt Moment einmal. Jetzt check ich erst, der scheiß Chat ist einfach stehen im Kruzifix und ich denke mir schon die ganze Zeit, ist überhaupt irgendjemand da. Naja, gut. So, wo sind wir? Da wieder runterfahren. Einfacher wäre, wenn es der wieder hält, die Anleitung als PDF auf dem Monitor aufmachst. Herr Marvel Maniac, ich hab da vor mir keinen Monitor. Ich hab mich schon hart genug da, dass ich einen Chat und das mal zumindest, dass ich die Donations nicht einfach wegignoriere, dass ich das da hab. Damit bin ich zufrieden genug und jo. Wie macht das der Held? Hat der dann die Anleitung eingeblendet für euch? Ich meine, ich möchte, dass ihr das seht, was da los ist. Also gut, Friends of the Sun, fangen wir an. Schritt 1, Tüten ausbeideln, das haben wir geschafft. Dann brauchen wir Schritt 1, brauchen wir das komische weiße U-Ding. Fangen wir an, haben wir da. Und das ist ja, was ist Lego wieder für ein Scheiß? Da steht nicht dabei, wie lang die Reihe ist. Da muss ich jetzt mit nachzählen, oder was? 2, 4, 6. 2, 4, 6, jawohl, haben wir. Jetzt zusammengestipselt, kriegen wir hin. Schritt 2, dann geht da dasselbe Stickerl, das U-Stickerl da, das geht noch mehr ohne. So, ich bin jetzt schon wieder blind. Nein. Warum gibt es da nicht ein ganz Stickerl? Frag ich mich. Ich hoffe, ihr kennt es einigermaßen, wird schon passen. Der Held macht das. Was der Held macht, ist meines Wissens auch so. Mit der Anleitung so. Ich hab mir's nicht angeschaut, ich sag das, was es ist.
Also ja, ich schaue ab und zu ein Held der Steine, aber da weiß ich nicht. Seine Livestreams schaue ich nicht an. So, dann brauchen wir zwar so dunkel. Was ist, der kennt ja die Farbcodes auswendig. Das schaut mir jetzt so nach einem Beige an. Nur dazu, ich habe da drin LEDs leichten. Das verfälscht ein bisschen die Farbe. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber gut, kriegen wir schon. Bauschritt Nummer 3 abgeschlossen. Bauschritt Nummer 4. Zweimal weiß mit 6. 1, 2. Geht da an Zeit noch nicht zur Stabilisierung. Was ich schon weiß vom Held der Steine, er legt aber ziemlich viel Wert darauf, dass da keine Farbseuche nicht ist. Das heißt, dass im Innenleben vom Modell nicht alles kackbunt ist, sondern die gleiche Farbe hat. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber geredet. Dann brauchen wir einen roten Zwarer. Roten Zwarer, jawohl. Der kommt, hoppala, jetzt muss ich nicht aufpassen. Der kommt da von. Oh. Birger, du und deine Wurstfinger, das ist schon wieder total zum Kotzen. Ich sehe schon die Farbseuche. Ja, ein bisschen. Ich glaube nicht, dass da viel Farbseuche ist. Also bis jetzt ist es nie viel, da ist ein bisschen blau. Bei den Steckerl und so. Aber die sieht man ja nachher nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo da so ein Problem ist, um ehrlich zu sein. Mir ist das total wurscht, weil ich kein Sammler nicht bin. Und da kriege ich natürlich schon mit. So, das ist unser erstes Teil. Haben wir schon. Schau, das wird ganz Boot. Ja. Und man tut sich halt einfach leichter, die Teile zu finden in den Haufen drin. Wenn man es später nicht sieht, scheißegal. Und da ich das Ding, das baue ich auch mit zusammen, das ist ein Modell, das stehe ich hin, fertig zusammen, interessiert mich ein Scheißdreck. Interessiert mich ein Scheißdreck. So, wir sammeln wieder zusammen, wie wir es selber gemacht haben, da haben wir am schnellen vorwärts kommen. Na den, einen gelben, brauchen wir 2 rote Zwaring, das müssen wir ein bisschen auseinander verteilen, weil da säge wir bloß die Hälften. So, das lassen wir da, damit sie aber seht's. Dann 2-mal in diesen Beige und einmal wieder diesen mit die seitlichen Nöppchen. Ich habe keine Ahnung, wie man es betitelt, aber das wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Und dann haben wir da. Merkt ihr das anständig? Ja, ich denke schon. Bei den Technikmodellen stört die Farbseuche halt ein bisschen. Ja, das verstehe ich, weil man halt überall durchschauen kann, das ist nachvollziehbar. Das ist wirklich nachvollziehbar, ja. So, dann kennt das rote Ding, geht da auf. Das rote Ding geht da auf und das gelbe Ding geht da auf. Dann haben wir das Teil da schon beieinander. Seht ihr da schon? Ich muss aber auf Zeit. Also, jetzt brauche ich ein zweites Tablet, damit ich mich noch selber sehe, damit ich sehe, was ihr seht. Hat das Sinn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ja, wird schon passen. So, dann diesen hier und dann geht das da so aufgepimmelt und. Hoppala, wieso geht das nicht gescheit? Wieso geht nicht? Wieso geht nicht? Ja. Haben wir die erste Form? Ah, Event des Abends. Erster Teil fertig. So, dann brauchen wir 2 mit dem beigen Hammer. Dann gibt es keine mehr in dem Haufen drin, so wie ich das sehe. Und so ein weiß abgeschrägtes Dingelchen. Und zwar 2 Stück. 2 Stück? 2 Stück. Kann das die richtigen? Die sind ziemlich flach. Ja, ich denke schon. Und dann müssen wir das 2-mal da so vorne aufstecken. Mit der flachen Seite nach oben. Diesen hier. Und hier. Dann wird das da so hinauf befördert. Jawohl. Jawohl. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So. Dann brauchen wir, was auch immer das ist. Schaut aus wie ein U. Das sehe ich schon wieder nicht umeinander liegen. Doch, da sehe ich eins liegen. Dann so ein weiß Dreiecksding, aber das sehe ich ist nicht im kleinen Haufen drin. Wo sind die Dinger? So, einmal. Kann es vorkommen, dass einzelne Steine bei Lego nicht drin sind? Glaub nicht, oder? Kann das vorkommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe allerdings schon das Gefühl, wir haben schon um ein ganz Stückchen schneller als letztes Mal. Da haben wir letztes Mal länger gebraucht. Da hat jeder Stein dieselbe scheiß Farbe gehabt. Keine Ahnung. Ja, passiert öfter mal, dass was fehlt. Selbst bei Lego selber, bei den schweineteuren Sets. Das war sogar das letzte Video, was ich gesehen habe vom Held der Steine, war auch ein Star Wars Set. Und das war diese Imperator-Szene, wo der Luke, der Vader und der Imperator mit so einem Hintergrund, mit so einem kuppelartigen Hintergrundding da sitzen. Und das Ding kostet eiskalt 100 €. Das ist halt, das ist halt total gestört. Also ich weiß nicht, was das soll. So, jetzt sind wir da. Oh, da haben wir wieder Sachen zum Messen. Schau hin. So, weil ich mir schon gedacht habe, so, ja, super, Lego, du schreibst hier eine Achse 4. Länge 4. Ja, so jetzt schätzen, was Länge 4 ist. Kann da Länge 6 sein, keine Ahnung, aber da ist was zum Abmessen. 1:1, das passt. Dann brauchen wir dieses rote komische Ding, was auch immer das ist.
Ah, das ist da. Und dann gehört das einmal da so reingeschoben. Glaube ich. Ja, aber Lego kommt es vor, dass mal Teile fallen. Das ist das letzte. Herzwig! Herz jetzt auf mit der Donetterei! Kriminalfeier, Himmelsackelzement! Nochmal! Dankeschön! Bin ich jetzt schon Mitglied? Ivo Asniat. Was? Wie lange bin ich jetzt schon Mitglied? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Oh, jetzt. Oh, ich habe schon wieder lauter Leute übersehen. Herzwig, merci für die Mitgliedschaft. Du bist seit 10 Minuten Mitglied. Steht bei mir da. Mauling, merci für den Zwickel 50. Die habe ich übersehen. Grüße an den Zwick. Merci für den Zwickel. Wie lange bin ich jetzt Mitglied? Merci für den Zwickel, Herr Zwick. Wie lange bin ich jetzt schon Mitglied? Ich weiß nicht. Merci. Schluss jetzt. Kriminalfeier. So, Axt gehört durchgeschoben. Und dann kehren die roten Steckerl. Rote Steckerl. Achtung, rote Steckerl. Ist da hinten, ist da ein Stopper drin? Ja, da ist ein Stopper drin. Rote Steckerl, her mit dem Schund. Guten Abend, Burschen und Mädel und Prost. Herr Sinister, das wünsche ich ebenfalls. So, jetzt ist die Frage, was soll mir das Beutel da oben sagen? Was soll mir das da oben sagen, wie es später ausschauen soll? Was interessiert mich das? Ich habe jetzt das drum da zusammengebaut. So, das da. Schaut gut aus. Kann man lassen. Nächste Seite. So. Schund zusammensuchen. Wir brauchen zweimal. Das schaut sehr stark nach einem Technikteil aus, muss ich sagen. Einmal nochmal so einen roten Stopsel. Roter Stopsel. Zweimal Achse und zweimal ein gelbes Technikteil. Vorschau vom Bauabschnitt. Ich hab's ja schon gedacht, aber braucht's das? Gut. Nice to have wahrscheinlich, keine Ahnung. So, eins nach dem anderen. Brauchen wir die zwei Trümmer da. Die steckt man, die können gleich direkt nebeneinander so. Der Grippe gehört da um durch zum Fixieren. Nehme ich an. So auf beiden Seiten ein bisschen ausschauen. Schaut gut aus. Hammer. Dann gehört der Achse unten durch. Eine Achse unten durch. Dann nehmen wir gelb. Und, und das rutscht dann da so zusammen, dass das gleich da anscheinend halten kann. Das schaut doch vernünftig. Nein, das schaut überhaupt nicht vernünftig aus, weil das zweite gar nicht reingehört, Birger. Was tust du denn wieder? Kriminalfeier, du Trottel. Mach halt noch Anleitung und nicht alles habe ich schon vorher. So. Ihr schaut hier schon zu, wieder irgendeinen Scheiß macht. Letztes Mal, glaube ich, habt ihr mich 15 Mal korrigiert. Falsch. So, mir kehrt jetzt das drum. Wie soll denn das vonstatten gehen? So. Ja, macht Sinn. Glaube ich. Und dann so. Also ein Technikset, da hat mich schon einmal wieder. Gibt es eigentlich No-Name-Techniksets? Also so richtig. Gibt's sowas? Geht das so? Keine Ahnung. Das geht überhaupt nicht so. Was tust denn du? Das ist falsch. Du hast absolut recht, oder? Jetzt so rum. So rum geht's, dass man die Dinger ganz zustecken kann. Na, habt's wieder nicht aufgepasst. Hab ich wieder selber schauen müssen. Jetzt sind schon wieder. Oh. Eine Grobmotorik erlaubt mir nicht, die Dinge zu tun, wie sie zu tun sind. Jetzt geht's zusammen, Kruzifix. Ja. Ist richtig. Ich glaube schon. Also geht's dann nicht. Jetzt geht's zusammen. Ja. So, jetzt. Freilich gibt's das. Da kannst du mir mal im Discord was schicken, was da so gibt. So ein Auto oder ein Bagger oder irgend sowas. Also, das ist mal das, was auch mal gesagt hat, so. Das werden wir dieses Jahr nicht nochmal machen mit dem Lego-Ding. In dieser Saison. Meine Saison endet im August. Sonst wird es ein bisschen inflationär und ein bisschen viel. Das hat letztes Mal so unfassbar viel Spaß gemacht und ich merke es ja jetzt schon, es ist eigentlich mein Kopf ist instant weg. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Herr Zwick, hab ich jetzt schon wieder jemanden übersehen? Nein, Gott sei Dank. Das muss ich aber auch hoffen. So, wir brauchen Konzentration. Zweimal ein blauer Stecker und zweimal rundgelb. Und die kehren sofort da vorne so eingesteckt. Wie rum ist wurscht. Ich weiß, dass es so Technik-Bricks gibt. So ganz kleine, da wo auf einer Seite ganz kleine, dünne Zahnradl sind. Die da sind aber gleich. Das ist scheißegal. Und dann kehren die. Oh, die haben aber nicht viel halt.
Die haben aber nicht viel heute, aber die werden schon noch zusammengesteckt werden, nehme ich an. So, dann haben wir da, könnte der Mechanismus sein, um seine Beine zu bewegen oder seinen Kopf zu bewegen. Wissen wir noch nicht. Dann, Schritt 14. Doch, Birger, Flachwitz übersehen. Was? Wo? Wo habe ich den Flachwitz übersehen? Wo habe ich den übersehen? Wo? Oh, Schnurzelpurzelchen! Schnurzelpurzelchen hat ab sofort die Erlaubnis, ihren Flachwitz da einer zum Spammen, so lange bis ich ihn lese. So, Schritt 14, da haben wir. Das Ding brauchen wir. Dann braucht man 3 Stück. 4 Nippel beige. 2 Nippel flach. Komische rote Ding. Dann so ein komisches weißes Eckding, das haben wir gar nicht gesehen. Ja, ich habe gar nicht gesehen. Da habe ich schon. Da hinten ist. Haben wir es schon. Und einen flachen Vierer. Flacher Vierer wo? Flacher Vierer wo? Ist das grau oder ist das schwarz? Lego! Ich glaube, ich sehe bloß einen grauer. Muss der graue sein. Gibt's nicht anders. So. Hergeschissen den Schund. Aufgeknipst. Klotz auf Nippel. Klotz auf Nippel. Bitte einleiten. Dann haben wir das so. Ne? Das ist absolut falsch, Birger. Also. Pflanzen wir das da rein. Wunderschön. Schau das an. Hintergrundmusik lauter. Gehört Musik lauter? Ich mach's noch ein bisschen lauter. Minimal lauter. Ist das okay so? Ist das okay so? So, zusammengebaut. Und jetzt gehört das Ding. Was ist denn das für eine seltsame Konstruktion? Das Ding da so eingesteckt. Okay. Jetzt habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir das Teil da parallel auf die anderen Seiten auch noch mal bauen müssen. Da habe ich mir jetzt einfach gedacht, das ist wahrscheinlich so. Ja, ist tatsächlich so. Brauchen wir das wieder, brauchen wir das wieder, brauchen wir das wieder. Und das rote Ding, das weiße Eckerl und den grauen Vierer. Brauchen wir jetzt einfach nochmal, aber wahrscheinlich halt einfach spiegelverkehrt. Ja. Ist das Licht in Ordnung? Mir kommt es ein bisschen finster vor. Warte mal. Irgendwas besser? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube nicht. Wird schon passen. Ihr werdet es mir schon schreiben dann, wenn irgendwas nicht hier hat. So. Und der Grippe kehrt jetzt höchstwahrscheinlich genau parallel da hinten also aufgesteckt. Jawohl. Und schon rührt sich das Ding kein Millimeter mehr. Okay. Spiegelt jetzt die rechte Seite. Ja. Besser. Oder? Besser. Never touch a running system. So. Dann haben wir das da hier. Da hier. Jetzt sind wir fertig. Nächste Seite. Gib ihm. So, dann brauchen wir einen hellen Grau und zwar mit dem blauer Grippe. Dann kehrt der. Oh, was ist denn das für eine Konstruktion? Schaut ja ganz anders aus wie meine. Ach, das ist nicht schwarz, schaut bloß so aus. Okay. Zur Stabilisierung und dann kehrt da vorne ein kleiner blauer auf. Das hat wahrscheinlich einen optischen Grund, das kleine blaue Ding. Kann man nicht vorstellen, dass es irgendeine Funktion hat. Dann brauchen wir 2 mal weiß, 3 flach. 1, 2 und ein grauer Vierer. Haben wir sowas überhaupt? Ja, da herum haben wir einen einzigen. Haben wir so. Da unten einer geschissen. Die zwei können da einer geschissen. Sabine fragt, kommen deine Kappeln nochmal mit dem Birger? Ja, sicherlich kommen die nochmal. Und weißt du wann? Nächsten Freitag. Einmal beige 2 und einmal so einen komischen Stor. Hoppala, den ich nicht beschreiben kann. Einmal da so auf. Und dann gehört da so einer. Oh, schaut da gut aus. Soll das da einen Schritt überstehen? Ich denke schon. Gut. Blau. 2 mal Achse. Haben wir 2 mal Achse. Ist das die richtige? Ich denke schon. Ja, gibt da bloß die. Und so einen komischen weißen, glatten Ding. Ohren haben wir auch. Und ein sehr undefinierbares Teil. Schaut auch noch am Technik-Brick aus. Wo ich absolut keine Ahnung habe, für was dass man das noch benutzen könnte.
Ausrufezeichen Cap. Schreibt der Gustl. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Ich weiß nicht, ob der Nightbot halt bequem genug ist, dass er kommt. Ansonsten. Ja, da, Nightbot, bequemt sich. Schau hin. Schau hin. So, jetzt geht das so da unten rein. Und der blaue Hammer geht da rein. Ein bisschen Farbseuche. Dann geht das Ding da auf. So. Das ist richtig. Nein, es geht ganz hinten. So. Was auch immer das für einen Sinn und Zweck hat. Da bin ich jetzt dann gespannt. Das ist aber, wer sich die Sachen ausdenkt, das ist schon irgendwie verreckt, sage ich dir, was ist. Geht da so einer. Dann geht ein zweites von dem Ding. Geht da aufgesteckt. Ich weiß bloß nicht, wie weit. Naja, wir werden sehen. Ehrlich gesagt, ob die Axt da auf der Seite außer stehen muss, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Der Nickel Nater sagt, gemütlicher Stream ist gleich gemütlicher Nightbot. Das trifft's auf den Punkt, ja. So. Und dann soll das so ausschauen da. Ja, dass die Achsen hinten noch ausschauen, das war jetzt klar. Wie tun wir das? Für das haben wir unseren super tollen Teile-Trenner. Schau mal, kann man die da durchschirmen? Ja, tatsächlich. Ein bisschen. Ja. Dann haben wir da, und das schaut exactly very good aus. Ah, da wird es ein Schritt. Ja, meine Hochachtung, Lego, meine Hochachtung, Lego. Da wird sogar beschrieben, wie es ausschauen soll. Die Achsen sollen ausschauen. Und zwar gleichmäßig. Ja, schirmen wir es durch. Sieht gut aus. Benedikt schreibt, kannst du mal wieder How-To machen, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin gerade dabei, eins zu machen, aber diese Woche habe ich so viele Videos gemacht. Eins davon kommt am Sonntag. Das ist kein How-To. Dass das noch ein wenig dauern wird, aber es kommt mal wieder eins, ja. Weil ich wieder Bock hab. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Weil ich wieder Bock hab. So, dann brauchen wir zweimal diese Radeldinger da. Das ist bloß die Frage, wie die da aufpassen sollen. Wie soll denn das vonstatten gehen? So, ah ja. Die Löcher da drin, die haben so versetzt, dass es nur auf eine Art und Weise drauf passt. Auch interessant. Auch interessant, aber gut. Schritt Nummer 23. Gut. So sieht es ausschauen. Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Schritt Nummer 24. Viermal diese weiße, glatte, was auch immer das ist, ein U-Hagel. Kennt noch irgendjemand U-Hagel schießen, da muss aber auch ziemlich alt sein dafür. So, jetzt muss das... Ach, na halt, stopp. Wir müssen so zusammenführen. Zusammenführung. So geht's zusammen. Haben wir schon Grippe. Ja, jetzt weiß ich, was der Held der Steine mit Farbseuche meint. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass vor allem der gelbe Star da. Da kriegst du sogar Augenkrebs. Hätte man fast den Schritt übersehen. Ich meine, das ist mehr so ein wow, du hast es geschafft. So, jetzt aber. Die 4 weißen Abdeckungsdinger. 2 links und 2 rechts. So rum. Geht das überhaupt? Ja. Geht schon. Herr Birger, wenn ich ein Cap von dir bestelle, kriege ich das signiert oder was muss ich dafür tun? Herr Sinister, das kriegt niemand von mir signiert. Es gibt, außer ich habe jemand im Real Life getroffen, habe ich jemals jemanden Real Life auf eine Kappe signiert, ich glaube. Und selbst da weigert ich mich, weil das Kappe kaputt macht. Gibt es nicht. Fange ich mal nicht an, weil dann vergesse ich wieder irgendetwas zwischen, was weiß ich, wie viele Bestellungen und bla und klump. Und extra Würste gibt's bei mir nicht, aber es gibt natürlich wieder Autogrammkarten dazu. Kann ich da mal schnell zeigen. Sieht man da was? Das ist jetzt der Deckeldruck, da steht ja der Nummer drauf. Na, die gibt's natürlich. Die ist von mir signiert. Gibt's natürlich auch wieder bei Bavarian Caps, die werden auch wieder Kappe haben, wenn es bei mir ausgingen. Dann erlaube ich euch, dass ihr es da kauft. Vorher nicht. So, wir haben weiß flach, 6er, das darf halt die 2 sein. Und 2 kurze 3er, dann haben wir da einen. Ich muss das jetzt damit so herwerfen damit, ne? Wunderbar. Hey, da ist wieder was zum Messen. Mal ist was dabei zum Messen. Hoppala, mal nicht. Danke, Lego. Ist eigentlich der Stream vom Panzer schon online? Ja. Das sind Schmerz-Streams da, die landen bei mir nicht in der Playlist vom Gaming, sondern da haben noch 2, 3 Zeilen weiter unten in meinem Kanal. Sind
ist nur mehr Extralisten, die halt nicht zum Gaming passt. So gesehen. Und da ist der von damals drin. Oh, was heißt von damals? So lange ist das noch nicht her. Das war vor einem Monat oder so, oder? Wann haben wir das gemacht? Karfreitag, glaube ich. Ein Karfreitag! Das ist noch nicht so lange her. 1,5 Monat, irgend sowas. Wer hat einen Dreier mit einem kurzen? So, Kastel gebaut. Ja, langsam nimmt es ein bisschen Form an. Ich glaube, das ist so sein Körperding, wo dann an der Seite die Füße runtergehen und da wird der Kopf aufgehängt. Hab ich so das Gefühl. Aber was weiß ich schon. So, brauchen wir den weißen Grippe. Der kommt da so rum. Jawohl, und zweimal kurz. Zweier weiß. Die werden wahrscheinlich da vorne auf. Jawohl. Kannst mal nach Österreich kommen, dass man die mal sieht? Ah, das ist mei, wo soll ich hinkommen auf Österreich? Österreich ist groß. Ich habe ja kein Live-Programm. Ja, es ist ja steht ja völlig außer Frage, ob ich jemals. Ja, so außer Frage ist es gar nicht. Achtung, jetzt gibt's Nähkästchen-Geplauder. So viele Leute sind nicht da, da ist es nicht so tragisch. Wir haben uns mit dem Podcast überlegt, der Wirtshaus tut es einmal. Ich weiß jetzt einmal kurz auf die Reaktionen im Chat auf, ob überhaupt irgendjemand zuhört, was ich sage. Na, was? Wie, was? Was? Clip? Ja, ich muss noch... Vogelhelger in Wojersdorf, Alter, da hab ich schon gesucht, da bist du noch mit dem Holzschwert um einen Grießbaum rum, Alter. Nur in Bayern, jetzt Moment einmal. Jetzt chillt's einmal die Kniescheibe. Es ist weder da irgendwas bestätigt, noch irgendwas, wir haben nur mal drüber gesprochen, das war eigentlich ganz witzig. Aber halt nicht ganz einfach zum Organisieren. Verlangt man da einen Eintritt, verlangt man keinen. Wie läuft das bei Wirtshäuser? Da ist ja eine Grundlautstärke, wie sollst du denn da eine Podcast-Folge aufnehmen? Und all solche Geschichten. Währenddessen mir da jetzt übrigens gerade lau, ich merke schon, Chat flippt aus. Dann habe ich natürlich, wir haben ja schon einmal überlegt, ein Land zu machen, das wisst ihr ja. Meister, was tust denn du wieder? Der Moment, wenn du dann alten Stream schaust und du da einen blöden Spruch denkst und dann kommt eine Donation von einem selber, die genau das sagt. Passiert halt. Stream von vor 3 Jahren. Danke für Jahr und danke für kommende Jahr. Hashtag Sinsvisage. Meister, Sie, Sir, bedanken sich bei niemandem. Herzlichen Dank und 24 € haben saubert's viel. Saubert's viel! So. Für was hat's denn da? Können wir ja ein bisschen umeinander schmerzen. Ist Eintritt gerechtfertigt? Ich denke schon. Für Zeit, Aufwand und generell und sowieso. Da habe ich eigentlich keine so großen Bedenken mehr. Dann habe ich zuerst einmal drüber nachgedacht, das war eigentlich geil, damit ein bisschen Abstand gegeben ist und dann nicht lauter besoffene Leute in einem Wirtshaus hockern und sonst irgendeinen Scheiß. Nehmen wir halt die Stadthalle. Die Frage ist, wir haben einen Arsch halt sprichwörtlich noch da herunten, da unterm Tisch irgendwo. Wir haben zu klein. Ja, wir haben zu klein, dass wir da jetzt nicht hergehen und, wie soll ich sagen, ja, buchen wir eine Stadthalle, Alter. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir sind es nicht. Weil so viele Leute fragen mit live und kommst du mal irgendwo hin und bla. Das kommt nicht mehr so oft vor, wie das schon mal war. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass wenn ich das ankündige, dass das so schnell ausverkauft ist, so schnell kann kein Mensch ins anschauen. Und dann ist es aber halt bloß es gibt halt da kein geplantes Live-Programm, sondern it is what it is. It's a fucking podcast. Wir sitzen uns hier, wissen wir selber nicht, was passiert. Überlegen wir uns natürlich so ein paar so Sachen, wie wir das Publikum mit einbeziehen und keine Ahnung, so stellen wir die das jetzt vor, so weit haben wir noch nicht geschmerzt gehabt. Aber ja, kommt wieder mal ein Lied mit der Pixen. Flea Frankie, eher nicht. Loki, merci für den Resub. Der Chef, frage mal von vorn mit dem Zuhören an. Viel Spaß beim Basteln und Grüß an den ganzen Haufen und den Nachschau-Squad, Hashtag Strapse. Alles, was ich gelesen habe, war Hashtag Strapse. Merci für den Resub. Küsschen aufs Nüsschen. Muss ich mich kurz konzentrieren, weil da wieder die Hälfte nicht zusammenstimmt. Osterhof der Stadthalle ist nicht groß. Ich kann es halt hinter und vorne nicht reinschauen.
Hoppala, hinter vorne reinschätzen, wie viel Leute das da. Ja, können wir da ein Ticket kaufen? Da? So ein scheiß Ticket wird nicht 50 Euro kosten, das ist mir auch klar. Aber eine Kleinigkeit, damit es nicht total geschenkt ist. Und ja, keine Ahnung. Ich halte das nur für legit. Und irgendwie war es schon cool. Mit Live-Podcast hat der Kani schon Erfahrung. Das ist richtig. Ja, aber beim Kani tue ich mich da nicht, aber bei mir tue ich mich auch nicht so ab, was jetzt Aufregung und überhaupt und generell so die ganze Scheiße betrifft. Aber beim Flo tue ich mich ein wenig ab. Der, glaube ich, wird sich ordentlich in die Hose pfeffern, wenn da, was weiß ich nie, je nach Wirtshaus, wenn jetzt da 100 Leute sitzen. Dann stirbt er 1000 Tote, das garantiert er. So, jetzt muss ich kurz aufpassen, wir haben mittlerweile, ich baue einfach weiter. Michael935 schreibt, LAN wäre halt auch geil gewesen. Ja, das stimmt, aber ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, was die Umstände einfach sind und wie die Gegebenheiten sind. Ich habe schon unendlich viel Zeit in die Scheiße investiert, ungelogen. Und mir hat es auch geärgert, dass ich es absage, aber it is what it is. Das war nichts Gescheites gewesen. Und ich mag nichts machen, was nichts Gescheites ist. So, jetzt habe ich da so komische Eckdinger, da muss ich mich jetzt schnell mal kurz drauf konzentrieren. Warum kehrt das? Wahrscheinlich so, hä? Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das ist ein Teil, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das, nein, so gehört es nicht. So mehrere? Ja, tatsächlich. Da gibt es mehrere, ne? So geht es auch nicht. Gibt es wieder zwei verschiedene, Kruzifix. Wer ist sofort dabei beim Live-Podcast? Open Air Podcast in die Biergärten, stell dir das vor. Ja, ist genau sowas, stell mir vor. Wir werden sehen. Da muss ich unfassbar viel Bock drauf haben und das braucht Vorbereitung und ja, eigentlich braucht es keine Vorbereitung. Das ist ja das Schöne am Podcast. Wo ich ein bisschen Angst davor habe, also nicht jetzt halt vor Publikum da irgendwas zu machen, ich meine, das war auch nicht das erste Mal, sondern es kann halt einfach auch in die Hose gehen. Es kann eine Podcast-Folge werden, die absolut beschissen ist. Dann weiß ich nicht, wie sie die Leute aufführen. Sitzt halt wieder irgendein Kasperl drin, der aufführt, dazwischen playert, keine Ahnung. So ein Scheiß halt. Weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Vor sowas habe ich Angst. Und dann musst du wieder anfangen, dann musst du Security mitziehen. Oder im Prinzip Real-Life-Moderatoren, wenn man so will. Dann kostet es wieder was. Dann muss ich wieder mit dem Ticketpreis anfangen. Und lauter so ein Scheiß. Und zum mal ausprobieren ist mir dann auch zu schade. So, haben wir jetzt so weit, dass ein Teil abgeht? Nein, da nicht. So, da sind wir. Birger, hol nicht rum, mach einfach. Du, hol nicht rum, mach du einfach. Mach du einfach. Wenn es so einfach ist. So, wo haben wir jetzt? Kruzifixe, gib mir einen Stecker mehr aus. Da unten haben wir. Ich kommentiere schon gar nicht mehr, was ich tue. Ich baue einfach drauf los. Keine Ahnung. Kriegst du überhaupt noch was mit? Wo haben wir stehen bleiben? Merkst du noch was? Flippt der Chat wieder aus. Aber mein Kopf war schon wieder ganz woanders. Für die da die 60 zahlen. Da haben wir wieder beim selben Spielchen, wo wir am Mittwoch drüber geredet haben. Ich mache das hier nicht, um irgendwelche Leute das Geld aus der Taschen zu ziehen. Auch wenn es geht hat. Ich sage das jetzt so ein Freibecker, so wie es ist. Natürlich darf es gehen, selbst wenn ich da wahrscheinlich 50 Euro draufschreiben darf. Ich sage jetzt mal lieber noch nichts, weil noch weiß ich nicht, was sowas kosten muss, damit es zumindest einigermaßen passt und rentabel halbwegs ist. Moment, ich muss kurz zusammenkonstruieren. Machen wir so. Es sind 5000 kleine Teile, was ich da tue. Jetzt Moment einmal, was ist denn der Scheiß? So, dann brauchen wir weiße Zwaring. Ich habe keine weißen Zwaring mehr. Doch, habe ich schon noch. Warte mal. Warte kurz. Moment, bevor mir das Hirn wieder stehen bleibt. Dann gehört das Ding für so. Dann hat das da so eine Schräge. Ne? Schlaue Konstruktion. Und dann kommt da so ein Gitterding drüber. So, jetzt haben wir das kleine Ding. Und dann gehört das Ding, das kleine Ding, was wir da gebaut haben, gehört da an das etwas größere Ding, das wir gebaut haben. Ohne. Ja, nimmt schon Form an. Und Farbseuche hält sich in Grenzen. Einigermaßen. Wie viele Bauschritte hat der BD1? Das ist eine gute Frage. Schauen wir mal schnell. Ich kann einmal schnell nach hinten skippen.
285. Ja, aber da wird er wirklich, für jetzt 2 Teile Ding, wird da ein Bauschritt oder das ist da, ist ja klar. Da ist ja klar. So, machen wir die 4 mal schräg. 2 mal Gitter. Und dann bauen wir einfach weiter. Und währenddessen ich da baue, schauen wir mal kurz in den Chat hinein. Genau, wie das Sabine sagt. Entweder machen wir es in meiner Heimat Oberösterreich oder in Grätzl, wo ich jetzt bin. Ja, das war halt eine Möglichkeit, wo man dann einmal nach Österreich kommen kann. Weil ja gerade jemand wirklich direkt gefragt hat, kommst du mal nach Österreich, damit man mich mal sehen kann. Es geht ja da auch nicht bloß um mich, da ist ja der Kani und der Flocke dabei, ist ja klar. Also eine geile Sache war es auf jeden Fall mal so ein Live-Podcast, kannst du aber auch verstehen, wenn du den Stress nicht oder möchtest. Ja, das ist alles, ja, da muss ich einen guten Doktor erwischen. Ich sag das so ehrlich, wie es ist. Da muss ich einen guten Doktor erwischen und wenn wir dann nämlich einmal angefangen haben, dann kann ich nicht mehr aufhören und dann steckst du drin und dann war's es. Weiß ich nicht, ob jemand da ungefähr weiß, was ich damit meine. Sowas war halt auch mit, weißt, der Flo ist da sehr begabt, das traue ich ihm zu, diese Sache zu organisieren. Ich muss jetzt mal schauen, was ist bei so acht. Also, Achtung, Zusammenführung zum großen Stück. Das Ding gehört jetzt da so ohne, sehe ich das richtig? Ohne dass es auseinanderfällt, das war nicht schlecht. Ah, ist schon beieinander. Ja, nimmt schon vor, Mann. Nimmt schon vor, Mann. Hab solche, halt sie in Grenzen, da ist nicht so geil. Da ist nicht so geil, aber geht schon. Dann steckst drin und was ist, kennt man. Dann kriegst du einen 30-Sekunden-Podcast. Ich mach 29, was? So, es ist dasselbe drum, ein ähnliches drum müssen wir jetzt halt nochmal bauen. Bei so 8. Ja gut, kriegen wir hin. Machen wir so. Machen wir so, machen wir so. Guerilla-Podcast mit dem Wirt abgeredet geht. Schmales Setup mitnehmen, so haben wir es mit Konzerten gemacht. Also, ja, gut, Setup-technisch, soweit ich das jetzt auf die Schnelle überschlagen kann, kann ich mir vorstellen, ist das gar nicht so aus. Wir brauchen nicht für einen Laptop, die Kamera, die wir sonst auch haben. Vielleicht leistet man sich dann einmal eine, die länger wie eine scheiß halbe Stunde aufnehmen kann, was sowieso der Plan ist, wenn, ich sag jetzt mal, unfassbar viel bleibt mit dem Podcast nicht hängen, brauchen wir nicht schmerzen. Aber das nehmen wir halt irgendwann und investieren wir halt dann einmal in eine Kamera, die länger aufnehmen kann und vielleicht ein bisschen mit einem besseren Objektiv, mit mehr Weitwinkel, damit wir uns besser aufs Beitel kriegt und wir nicht so zusammen am Tisch hocken können müssen. Und ja, ich meine, jeder, der einen Podcast kennt, hat das gesehen. Ich glaube, optisch ist er völlig in Ordnung. Audio kann immer besser sein. Das ist eine Schwachstelle in meinen Kanälen seit Anbeginn der Zeit. Brauchen wir nicht schmerzen, ich weiß das. Jetzt habe ich einen Scheiß baut. Man hat da schmerzen, wenn er lauter einen Scheiß baut. Biergas bei Donau vergessen, Bratenfest, tut mir leid, wo? Merci dir, bitte dann Live-Podcast in Vilsbiburg oder Dingelfing. Wenn der Dingelfing passt, dann in Landau, wen? Dann machen wir in Landau sowieso einen. Da hast du dann auch nicht mehr weit. Oder täusche ich mich? Er nicht. Merci dir übrigens. Merci an alle Donationen. Ich hab's mir nicht so durcheinander bringen. Ich versuche da ein BD1 zusammen zum Stäpseln. Fix Mari. So, 2 mehr in 1. Aber merkst du, wie schnell, dass die Teile weg waren? Der Wahnsinn! Da ist ordentlich was gegangen. Erst die Tüten ist gleich verbaggelt. Das ist nicht richtig. Oh, das ist richtig. Passt schon. Nächste Seite. So, ein einzelner Grauer mit Abrundung. Okay. Schaut wieder nach optischem Gedöns aus. Wenn ich. Sonst recht viel, sag jetzt mal, recht viel strukturellen Sinn ergibt es da nicht. Schaut nach Detail. Da haben wir übrigens auch wieder diese ich hoffe, man sagt es einigermaßen, diese Storndal, da was wir dann letztes Mal gesagt habt, die werden gern für Goldbarren hergenommen. Die habe ich noch nie gesehen. Also wirklich noch nie habe ich die gesehen. Dann zweimal weiß an Zwaring. Wo gehört der hier? Oh Moment, jetzt muss ich da mal schnell schauen. Halt, völlig falscher Bauschritt. Wir sind da und da. Und so einen schwarzen oder ein grauer Teufel. Machen wir so. So, das ist wieder diese kleine Abrundung. Aber ja,
um das vielleicht mal wieder, ich mag es jetzt nicht im Keim ersticken, aber wir haben darüber gesprochen, wir werden darüber nachdenken. Jetzt haben wir erst einmal vor 4 Wochen, das ist jetzt der erste Monat, wo jede Woche am Sonntag eine Folge kommt. Und ich sage das Ganze, das ist nicht ganz einfach, wir haben einfach erwachsen, zumindest auf dem Ausweis, wir haben alle Verpflichtungen und da ist es nicht so hundertprozentig einfach sich einmal in der Woche zum Treffen. Ich meine, ihr seid auch nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen. Jeder da herin geht wahrscheinlich arbeiten und sagt seine Freunde auch nicht mehr jede Woche einmal. Und es ist gar nicht so einfach, aber es geht. Wir haben uns alle 3 dazu entschlossen, dass wir das so machen werden. Und machen Mengen vor allem auch. Und jetzt schauen wir erst einmal, wo die Reise hingeht. Wie entwickelt sich das, vor allem auf YouTube, ich sag da ganz ehrlich, vor allem auch auf Audio. Interessiert uns natürlich auch, das ist ja klar. Und dann sehen wir es schon. Und wenn das größer wird, und interessant sein könnte, dann, warum ich bin jetzt komplett das Ding da auf zum Picker, dass das rund wird. Ich glaube offensichtlich schon. So rum geht's. So, haben wir schon bei 54. Ich mach das einfach während dem Schmerzen. Wer hat das geschrieben mit der Aufnahmezeit? Danke für die Information. Oh, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Ich meine, ich schaue in die Anleitung, ich schaue ein bisschen in den Chat und ich labere einfach so ein bisschen vor mir hin. Ist halt heute ein gemütlicher Stream. Zu meiner und, ja gut, wenn es euch unterhält, ich halte es immer noch für fragwürdig, das wisst ihr, aber ihr wisst ja wie es ist. Servus, Bürger, Zado, Hellboy, Zeit ist one. Sprengi schreibt, ein lange Fun Fact oben von mir. Ich kann leider nicht scrollen, Sprengi. ich kann nicht tatsächlich nicht. I'm sorry. I'm sorry. So, wie geht jetzt die Scheiße da zusammen? Da hab ich wieder was vergessen. Ja, müssen wir im Nachhinein bauen, hilft nicht. Müssen wir im Nachhinein bauen, das hilft nicht. Haben wir noch einen, so einen Goldbarrenstor? Ja, haben wir. Da hab ich wieder das Hinter vom Vorhang gemacht. Da herum sind wir, by the way. Ja? Schöne Runde. Oh, war's das schon? Ist das Teil schon gewesen? Tatsache oder was? Tatsache. Jawohl. Und der kehrt jetzt halt hinten aufgepappt. Gib ihm hinten immer schön mit der quakigen Nudel von hinten, dann fällt nix. Oh, ich glaube, das ist sein Bauchi. Aber schnell gegangen. Schnell gegangen. Keine Finger, kein Scrollen. Ja, ich habe keine Finger, meine Finger haben mit Nippeln beschäftigt. So, jetzt bauen wir wieder am... Oh, schau hier. Nächste Seite ist schon Tüte 2 am Start. Easy peasy, Leute. Easy. Das kannte mal... Wo ist denn eigentlich der Wulfeck? Wo ist der Wulfeck? Der zeigt doch gern. Wulfeck! Wulfeck, wo? Chat! Wulfeck, wo? So, und jetzt brauchen wir die ganzen restlichen Storner da, oder wie? Wulfeck, wo? Ist der wieder nicht da? Der zeigt doch gern. Du kannst mir Storner mitzählen. I remember the Quasi-Counter, ja? Du kannst mir Storner mitzählen, die wir verbaut haben. Damit wir ungefähr wissen, dann können wir genau prozentual ausrechnen, wie weit das wir sind. war ja schon einmal was. Das war einmal was mit Sinn. Und dann blinkt so einen Prozentbalken ein und jetzt mal, wenn du eine Tasten drückst, macht's bzzzt. Ja. Das ist doch einmal eine unfasslich gute Idee, oder nicht? So, jetzt müssen wir dann nochmal so ein Zwischenteil zusammenbauen, das irgendwie nicht gescheit hält. Das ist mir aber auch klar, dass das ja so nicht gescheit hält. Lego, ich weiß ja nicht, was da denkt worden ist. Jetzt pass auf, jetzt muss ich schauen. So. Nein, das ist absolut falsch. Und es muss noch irgendwo so ein abgeschrägtes rotes Ding da geben. So, na. So. So macht schon mehr Sinn, ja. Die Frage ist, wo die restlichen Teile hinkehren. Die restlichen Kleinteile hinkehren. Brauchen wir die später noch? Oder haben das einfach zusätzliche da? Also es ist nicht viel. Da schau her. Ich glaube, da herum sieht man es ein bisschen besser. Da, die kleinen Wutzel sind übrig geblieben. Habe ich die vergessen oder... Ihr passt auch nicht auf! Kennt euch Pappmeimer doch! Pappnasen! Ihr seid lauter Pappnasen, Kinder. Pappnasen. Ja, habt's mir schon richtig verstanden. So, wie geht jetzt der Schund da ohne? So. Aber wie? So. Ah ja, das schaut doch gut aus. Oder? Das schaut doch schon ganz akzeptabel aus da.
Bleibt immer was über? Okay, das war beim letzten Mal auch schon so. Vor allem bei so kleinen Wutzel-Dinger da kann man brauchen. Die schirmen wir jetzt aber einfach, damit wir nicht durcheinander kommen. Wo tun wir die hin? Die Überbleibsel, die tun wir da auf. Machen wir das Überbleibselhäufchen. Und Teile trennen brauchen wir nicht. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Lego-Steine so krass beieinander sind, dass man die nie wieder auseinander kriegt. Aber es gibt ein paar so zwei flache, die, wenn du zusammen tust, dann bist du sauber im Arsch. Sagt ich. Du hast einen Ladebalken unten in der Beschreibung. Was? Im Ernst jetzt? Tatsache. Das ist, Leute, sprichwörtlich, ist das da hier unten, da geht ein grauer Strich um. Und das ist der Ladebalken, wie weit wir sind. Okay. Ja, okay. Lass ich sehen. Lass ich sehen, sag ich dir, was ist. Ab zur Tüte 2. So schaut's aus. Tüte auf. Tüte raus. Dann machen wir es wieder genauso. Machen wir ein größeres Häufchen und ein kleineres Häufchen. Kleines Geschäft, großes Geschäft. Da auf. Und das da, warum die... Weißt du, Lego, das hätten wir auch zusammenschütten können. Die 8 Trümmer da, die interessieren ja wirklich den erst keinen. Hoffe ich, keine Ahnung. Oder wieder ein großes Maul daherlegst und dann ist wieder der Teufel aus. Was was ist. Ich weiß ja was ist. Derzeit tun sie sich nicht hinunter. Oh, ich sehe eine kleine Antenne. Aber ich glaube, ich kehrt so nicht. Ja. Dann machen wir so, das ein bisschen besser verteilen, damit wir es besser finden, den ganzen schon. Schau, ich kann keine Farbe, also auf der Seite sehe ich keine Farbseuche. Dass die kleinen Steckerler Farbe haben, finde ich gar nicht schlecht. Findest du das einfach? Ausfertig Amen. So, jetzt haben wir aber, im Prinzip haben wir jetzt in Kapitel 2 Bauschritt 1. Okay. Fangen wir wieder normal zusammen, nur am Anfang ist das nicht so einfach. Das graue Ding, das dunkelgraue Ding, 2 blaue lange, meiner ist auch blau, aber nicht lang, und einen schwarzen, schwarz ist auch manchmal, und das komische Ding da. Was sind denn das für verrückte Teile, die habe ich in meiner Lebtag noch nicht gesehen? Kruzifix nochmal. Was ist da? Da haben wir Special-Geschichte. Klick, klick, klicke, klicke, cut, klickis und ching, chang, chung. Okay. Das geht dann wahrscheinlich so und so. Ah ja, hat geklickt. Was auch immer das für ein verrücktes Teil ist. Die Leute Leute, die so Lego-Dinger konzipieren, ich kann es nicht oft genug sagen, haben für mich lauter Geschubste. Lauter Geschubste. Das schaut aus wie ein Laser. Piu, 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 piu. Kann man das dran? Ja. Was hat das für einen Zweck, das Ding? Das hat so ein Raster. Also das wie ein Ratschen so ein bisschen, das Raster bis sie ein. Das sind wahrscheinlich seine Haxen, hä? Dass man seine Haxen irgendwie ja, mit Befestigung. Man hört es wahrscheinlich nicht, warte mal. Haben wir das hören können? Wahrscheinlich, das haben wir auch 2 mit zum Bauen wahrscheinlich. Und da kommen dann seine Haxen hin, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Blauer Stumpen, blauer Stumpen. blauer Stumpen. Schwarzer Kurzer, blauer Langer. Sehr gut. Ah! Haben wir es eh schon da. Jetzt pass auf. Das gehört ja gleich ohne montiert. So rum. Oh, okay. Moment. Müssen wir gerade stehen. Müssen Sie bloß noch sauber reingehen. Oh ja, ist drin. Pass auf. Oh. Gute Konstruktion. Kannst du sagen, was du willst. Das werden wir jetzt nochmal bauen müssen, nehme ich schwer an. Jawohl. Schauen wir mal, ob wir es auswendig zusammenkriegen. Das Ding gehört da ohne. Dann brauchen wir seine die zwei kleinen Rätschel. Ein wenig Rätschel. Ja, sicherlich ein Rätschelchen. Einmal. Dann haben wir da, dann brauchen wir 2 lange. Gehört die kurze Seite rein. Ins vorletzte Loch gehört der lange blaue ein und ins letzte Loch der kurze schwarze.
Okay, Testing und Zeit noch nicht montiert. So, jetzt ist bloß noch die Frage, steht das in die richtige Richtung? Ja. Naja. Und schon haben wir da etwas von. Ja. Schön gelöst. Das heißt, seine Haxen. Oh, das geht ja auch so. Das heißt, seine Haxen kommen wirklich. Ja, wie es das Symbol da zeigt, in die Z-Achse und in die X-Achse dran. Nette Idee. Und das mit einer Radl. Wie oft kann man das ratschen, bevor es ausfotzt? Das würde mich interessieren. So, jetzt müssen wir irgendwie so ein lustiges Dreieck bauen. Das schaut nach seinem Haxen aus. Das sagt er. Hüften. Ja, Herr Werner, exactly, es sind seine Hüften. Also, jetzt passt so. Wo fangen wir an? 62, 63. Fangen wir da herum an. Haben wir den blauen, 2 schwarze kurze und den Grippe. Ein Schritt nach dem anderen. Über was kann man uns noch unterhalten? Ja, wenn wir gerade so zusammenhocken, weiß ich nicht, schmeißt mir ein Thema her. Dann schmeißt ich einfach mal aus dem Himmel heraus. Unterhalten wir uns über irgendwas. Thema, scheißegal. Von mir. Bloß nicht Politik-Scheiß. Geh weg. Geh weg. Geh weg mit dem Politik-Scheiß. Mach ich nicht. Geh weg. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Sag ich dir, was ist? Pfui Teufel. Strapsen. Strapsen machen sogar manche Fette geil. Kontodetails, ja. Nice try, Mr. Farr. Nice try! So, anders L-Ding, roter Stopsel. Anders L-Ding, roter Stopsel. Schaust du Arctic Warrior? Na, was ist das? Was ist Arctic Warrior? Bist du überhaupt schon 14? Also, mein geistiges Alter habe ich definitiv unterschritten mit dieser Baubox. Habe ich vorher nicht dazu gesagt, dass dieses Lego-Set hier ist ab 14. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze gerade, ich habe wirklich schon wieder instant den Spaß meines Lebens. Das ist einfach, es ist sehr entspannend, es tut sehr gut, vor allem an so einem heutigen Tag, wo ich nicht so 100%ig geil beieinander bin. Es ist einfach, keine Ahnung, it is what it is. Männer, deswegen haben ich habe ein bisschen Déjà-vu, da glaube ich, haben wir schon mal drüber geglaubt. Deswegen glaube ich, sind unsere Weiber so ein bisschen neidig. Wir haben es so einfach zu bespaßen, Alter. Wir haben es so einfach zu bespaßen, Alter. Das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar und da sind sie uns ein wenig neidig und dafür hassen sie uns auch ein bisschen. Wo sind die Damen? Gut, die Damen, die da herin zuschauen, die sind sowieso auch ein wenig anders. Was soll ich machen? Die sind sowieso ein bisschen anders, glaube ich. Und ja. Eine Survival-YouTube-Serie in Lappland von Otto Bulletproof. Was? Also, Entschuldigung, ich kenne weder einen Otto Bulletproof noch schaue ich so Survival-Sachen. Also doch, ganz früher habe ich ein Ding geschaut. Ja, wie heißt der denn? Der Bear Grylls. Mr. Bear Grylls hat schon sehr viel Spaß gemacht, dem zuzuschauen, muss ich sagen. So, jetzt muss ich da mal schnell was luren. Es schaut mir nach einer Forbidden Technik aus. Sowas gibt's doch. Es gibt doch ein paar so. Jetzt krieg's nicht mehr auseinander! Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Das komische Ding, was soll denn das sein? Und mir mal jemand helfen. Und mir mal jemand. Ach, das Ding. Das schaut nicht nach einem regulären. Schaut nicht nach einem regulären Lego-Brick aus, muss ich sagen. Das hat eine ganz seltsam silberglänzer die Farbe. Sehr seltsam sogar, um ehrlich zu sein. Den hat ja mal jeder gesehen, das ist richtig, ja. War aber einfach auch irgendwie cool, keine Ahnung. Frag mich bitte nicht warum. Das erklärst du mal der Jugend von heute. Da hat es schon Internet gegeben, aber noch nicht in der Form, wie es heute gibt. So, jetzt brauchen wir. Mann, Lego, du gehst mir vorher auf den Sack. Der Unterschied bei euch zwischen schwarz und dunkelgrau ist einfach fast nicht erkennbar. Geht mir schon ein wenig auf den Sack, muss ich sagen. So, einmal das drum. Moment, dann muss ich nicht das zweite rauskriegen. Die wieder durcheinander. Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. So, jetzt bei so acht. Dann geht das da so durch, oder was? Das soll ich halten, möchtest mich verarschen? Wird doch niemals. Oh, das halt tatsächlich, lol.
Moment. Geht doch so nicht. Hey, passt sie eigentlich auch mal auf da oder was wird das? Das passt doch nie nicht so. Oder? Bohrisch Blut! Fix Mari, du bist ja schon seit 5000 Jahren dabei, glaube ich. Merci dir. Hey Bürgermeister, ich war heute in der Bohrischen Wirtshaus und hab bei einem Dunkelhäutigen ein Cola-Weizen bestellt. Er nur ganz trocken. Einmal ein ja, da hätte ich gelacht und nicht gesagt, schau her, die Leute, die es eigentlich, die das Recht dazu hätten, sich zum Beschweren, beschweren sie nicht, weil es absolut lächerlich ist. Absolut lächerlich. Wobei ich beim N-Wort nur einigermaßen nachvollziehen kann, dass das einfach ein Schimpfwort ist. Ja. Was ich aber schon krass finde, ich darf das N-Wort jetzt nicht da einfach sagen, da ich sofort einen Stress kriege. Aber wenn ich zum Beispiel so, wie man, was weiß ich nie, Nazis werden wahrscheinlich früher gesagt haben, Judensau. Das darf ich schon sagen, ohne dass ich automatisch einen, was das schon krieg, einen Stress eingeschissen krieg. So, da ist jetzt ein ganz seltsames Teil schon wieder, das, wo kein Mensch nicht weiß, oder hab schon gefunden. Hab schon gefunden, Entschuldigung, mein Fehler. So, das Ding da fällt nur auseinander, das kann doch so nicht kehren, oder? War ich nicht. Jetzt fällt es nicht mehr auseinander. Das ist sein Fussi. Das ist sein Fussi. Der kann sogar aufdrehen so. Oh. Schönes Fussi. Muss ich kurz mal das Zeug zusammensammeln wieder. Müssen wir mit einmal. Ja, noch kriegen wir ihn heute noch zusammen, stell dir das vor. Glaube ich nicht. Aber den ersten Teil, den kriegen wir zusammen. Ja? Habt ihr auch Bock drauf? Mal by the way, wenn es euch gefällt, YouTube liken. Wer das nicht tut, das raus. Das ist einfach raus. Der Binner macht sich die Mühe und schreibt ganz viel. Arctic Warriors sind 8 oder noch 7 Zweierteams, 5 Tage in Lappland bei eisigen Temperaturen outdoor unterwegs. Jeden Tag ein paar Kilometer unterwegs, Versorgung und um Schlafplatz muss sich selbst gekümmert werden. Verschiedene Challenges nach 5 Tagen werden wenn fix, ich kann den Chat nicht bis ganz rechts lesen, was ist das wieder für Behinderung? Wenn über ist und am meisten Punkte gesammelt hat, hat noch gewonnen. Wer noch übrig ist wahrscheinlich. Okay. Ja, klar, natürlich ist das sowas ist immer spannend irgendwie zum Anschauen. Da, Leute, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Da, einen roten Stäbsel habe ich schon wieder verloren. Bloß weil es so wie umeinander jetzt. Was ist da los? Sabine! Dankeschön für den Resub! Alles, was recht ist, Lego bauen ist für Frauen auch zur leichten Bespaßung da. Lego ist das Beste. Ich sag ja, die Frauen, die dort zuschauen, die sind auch ein bisschen anders. Sehr flächendeckend habe ich das Gefühl. Das sind nicht die typischen, ich sag jetzt mal die typischen Weiber. Oder outet sie eine freiwillig darin, die schon sagt so, jetzt unter Männern gesprochen, die weiß von sich so, legt mir am Arsch, oder? Ja, ich weiß schon, dass ich ab und zu auch mal eine Fotze sein kann. Ein Mistviech sein kann, ist vielleicht das schönere Wort. So, oder das, damit nicht gleich wieder das Trenzen angefangen wird. Oder? Zweifeln? Ja, sicherlich. Bei dir weiß ich es, du bist anders. Das weiß ich einfach. Du zählst jetzt doch nicht dazu, zu der Sorte, wo ich mein. Der Rose Red fragt, hä? Chlamydia sagt hier, das glaube ich euch nicht. Das glaube ich euch nicht. Dass ihr schon nicht ausflippt bei dem Wort, Alter, hat mich der gerade Fotze genannt. Und dann einen Zickenkrieg anfangt, weiß ich, dass ihr nicht die Typ-Weiber seid, oder der Typ-Weiber seid, den ich mein. So, was soll jetzt das für eine Chernobyl-Konstruktion da sein? Wie soll denn jetzt das abhauen? Warte mal, ich muss kurz schauen. So, oder was? Macht das Sinn? Bin mir nicht ganz sicher, was das werden soll da. Irgendwann, das ist sein Fussi. Ach, der hat ja hinten so ein Ding zum Aufstehen, gell? Am Fussi dran. Kann das sein? Für was habe ich jetzt das scheiß Stange da braucht? Moment einmal. Hab ich schon wieder die Hälfte vergessen oder was? Nein, hab ich nicht. Da geht's schon. Hä? Da und da. Was? Lego, was möchtest denn du von mir? Moment einmal. So, jetzt brauchen wir das Ding. Dann brauchen wir einen Zweiring, aber glatt.
Ich hab keinen Zweiring, aber glatt. Da den da. Doch da. Machen wir so. Okay. Ich hab absolut keine Ahnung, was das da werden soll. Keinen Dunst, Alter. 74, jetzt brauchen wir, da gibt es einen komischen Stecker. Der hat hinten, das ist keine normale Axt nicht, sondern der hat einen Kopf wie ein Nagel, dass man es nicht ganz durchschirmen kann. Und der kehrt offensichtlich, Moment, ich muss kurz die Richtung schauen, der kehrt da so durch. Okay, dass er da ausschaut. Und dann kehrt das runde Ding da und das Ding aufeinander. Und dann kehrt es da an die Seiten noch nicht. Warte mal. Ja! Schaut optisch schon okay aus, glaube ich. Ich glaube, sehr Fussi. Ist schon sehr Fussi. Aber der macht mir so einen langen Eindruck. Das glaube ich ist ja sein Fersen. Oder ist das die Fersen? War natürlich noch krasser. Okay. Kriegen wir schon. Kriege ich schon wieder Kreuzweh. Ich brauche einen Stuhl, mit dem ich weiter runterkomme, damit ich da sitze wie ein 5-jähriger Schulbub. Warte mal. Moment mal, ich habe meinen alten Stuhl auch noch. Moment. Achtung. Besser. Ist das besser? Ist das besser so? Ist das besser? Sagt man mir ja ganz, oder? Jetzt sagt man mir ja ganz. Geil, jetzt sitze ich da wie ein 12-Jähriger. Geil. Geil! Der Immersion ist real, aber jetzt hau ich die ganze Zeit da so ohne. Das ist nicht so real. Ist das besser? Ist doch mir wurscht. Jetzt bleib da sitzen und tu. So, Bauschrift 75 abgeschlossen, Kinder. So, ich habe das Gefühl, genau, das Ding müssen wir jetzt noch ein zweites Mal bauen, deswegen nehmen wir das da auf. Und sammeln wir da schon mal alles zusammen. Wir brauchen einmal den. Wir brauchen den langen grauen. Wir brauchen einen langen blauen. Wir brauchen die 2 Achsen nochmal, wenn wir nicht alles da, aber das ist eine längere Achse. Das ist kein Dreier-Achs. Wo ist denn der Dreier-Achs? Wir brauchen wahrscheinlich dann auch den Nagel da wieder. Ist das Ding? Wo ist das? Ich sag's nicht. Und ist die Dinger in hellgrau oder was? Ist da? Haben wir doch vorher auch nicht gebraucht. Was ist denn jetzt das wieder für ein Scheiß? Brauchen wir das Ding und das Ding und so ein Stopsel. Haben wir einmal. Naja, gut. Und dann brauchen wir noch einen so einen kleinen grauer. Ja gut, fangen wir einfach einmal an, das hilft ja nicht. Was soll ich machen? Muse ist super. Fangt die nicht langsam an zum Nerven? Ich hab nicht gewusst, dass das ständig die gleiche ist. Ist aber letztes Mal auch schon gelaufen. Das ist gemütlich. Das ist ja gemütlich. Das gefällt uns, gell? Das gefällt. Ingmar? Das mögen. Was sagst du denn zu dem neuen Lidl von Bring Me the Horizon? Boah, hab ich noch nicht gesehen. Jetzt muss ich erstmal schnell auf Donations reagieren, wenn ich es mir schon her da. Es tut mir so leid, wenn ich kurz brauche. Music and Rats. Ihr nehmt alle bloß oben Nüsschen raus aus der Box. Der Bürger zum Box auffüllen, kauft ein Backerl. Music. Merci dir. Flo, merci dir. Du wolltest dir doch keine Behälter zulegen, dass dir nix abhaut. Weiß ich noch vom Panzer-Stream und man sollte dich daran erinnern. Beste Grüße. Du hast da absolut recht, ich hab nicht dran gedacht. Ich sag das, was es ist, ich hab nicht dran gedacht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind ja immer so kleine Heiferl und wenn das da so schön auseinander verteilt da liegt, dann glaube ich, ist das angenehmer und schneller zum Finden, als wenn ich jetzt mal in so einer kleinen Dings da umeinander kruschen muss. Was mir gar nicht passt, ist, dass ich vor meinem Mikrofon nichts mehr sehe. Da, besser. Machen wir mal einen Stuhl auf. Da, dann kriege ich vielleicht auch nicht so viel Kreuzweh. Für was hast du den Stuhl gekauft, Birger, du Trottel? Du weißt auch kein Mensch nicht, hängst trotzdem drin wieder quasi Modo. Besoffener Schaut gut aus, schaut gut aus. Und schaut gut aus. Und schon haben wir das zweite Fussi, glaube ich. So, das ist das zweite Fussi sein. Ich bin unschlüssig. Da unten sind wir im Übrigen. Mal ein bisschen auf, damit ihr ein bisschen mehr seht und gut ist. Dann das Mic weg. Ich weiß. Gibt es eigentlich Streamer mit so einem Headset-Ding, das auch einigermaßen brauchbare Audio-Quali liefern kann? Also das Ding ist schon lang noch, aber die haben nicht so schweineteuer, dass es ein Witz ist. Also rentiert sich wieder. Also was braucht's das? Glaube nicht. Es gehört da nochmal zusätzlich ans Fussi, Uni. Schau hier. Warte, wir haben gleich den ersten Fuß.
Fussi! Super Konstrukt. Astro A50. Ist das so ein Mikrofon? Kostet? Kostenpunkt? Ja, der Turbinator hat sie Headset-Mikro, was ganz nice ist, weiß aber nicht das Modell. Oh! Jetzt müssen wir das da schon an den Kasten noch nicht bauen. Bist du besoffen? Wieso soll der dann auf einem Haxmann anhupfen, oder was? Wir sollen jetzt diese hier haben. Okay, den müssen wir ein bisschen oben dran. So. Okay. So. Dann. Ja, da oben durchdrehen mit. Da oben durchdrehen mit! So jetzt. Was ist jetzt da? Hab ich wieder schief eingestiegen. That's what she said! Fussi! Na, steht er schon halber. Oh, donk. Bitte eins müde, bitte eins schlafen. Oh. Gut, müssen wir auf Zeiten da. Müssen wir dann wieder ein bisschen da so auf Zeiten. Oh, da ist noch so ein rotes Stickerl, das lässt man natürlich nicht umeinander. Hast die Achse vergessen? Was für Achse habe ich vergessen? Die da? Nein, die habe ich nicht vergessen. Was für Achsen habe ich vergessen? Die zwei Dinge habe ich eingebaut, das blaue Ding habe ich eingebaut, das habe ich eingebaut, das habe ich eingebaut. Nein, du meinst die da wahrscheinlich? Die ist drin. Die ist auf alle Fälle drin, das weiß ich, weil ich mich gerade noch gewundert habe. Auf Amazon kostet das Astra A50 300 Euro. 300 Euro ist ja da eine Ansage. Da ziele ich übrigens auch hauptsächlich, da ziele ich gar nicht so für einen Stream drauf, sondern eher für einen Podcast. Und dann braucht man das Ding dreimal, das sind 1000 Euro. Das ist... Ich sage jetzt einmal, für 5000 Aufrufe im Monat, für 5000 Aufrufe pro Folge, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Braucht's das? Ich glaube nicht. Und dann bin ich mir bei den Dingen aber nicht so hundertprozentig sicher, ob dann das nicht eine Audioqualitäts... Es ist natürlich ein Komfort Plus, aber ob es ein Audioqualitäts Plus ist, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, weil irgendwie nix an ein gutes Kondensatormikrofon ohne kommt so. Habe ich das Gefühl. Aber mit Tontechniker da, mit Ahnung. Klären die. Ich nicht mehr studiere. Habe ich gesagt, das setzt da. Also es ist einfach utopisch, was die Dinger kosten. Zu Recht auch. Es ist alles ein richtig nices Stück Technik. So ist es natürlich nicht. Was wird schon reichen? Suchtler, Astra A50 ist ein meiner Meinung nach sehr bequemes Headset für 300 Euro. Ist es jetzt ein Headset oder ist es immer, ich möchte kein Ohrmuschel-Headset nicht, natürlich. Sowas, was halt, ich sag jetzt mal, ich hab dort Rocket Beans im Kopf, die haben zum Beispiel alle so ein Ding. Und die Audio-Quali ist halt top-notch. Deswegen denke ich mir alle, weil es muss ja irgendwie gehen. Es muss ja irgendwie gehen. Und das war ja zeitgleich, war das natürlich dann auch, wenn man wirklich mal irgendwo live auftritt, oder Live-Podcasts macht, dann hat man die Dinger halt auch gleich. Die kann man immer brauchen, für das, was ich jetzt da tue. Die kann ich auch außerhalb vom Podcast brauchen. So, wo müssen wir... Dann müssen wir den da bauen. Wir bauen jetzt eigentlich im Prinzip, bauen wir mir genau dasselbe drum dann nochmal wahrscheinlich. Bloß auf der anderen Seite hinten. Aber das kriegen wir schon hin. Ist auf jeden Fall auf Streaming ausgelegt, okay? Ist ein Headset, also wie bei SteelSeries. Ach so, ja, sowas ist das. Ich sag jetzt einmal, mein SteelSeries Headset, das hat auch nicht 300 Euro gekostet, aber fast 200. Damals, vor, weiß ich nicht, wann ich das gekauft habe. Schnurlos und was weiß ich. Da ist kein Großmembranmikrofon drin. Das kannst mit sowas da nicht vergleichen. Oder mit einem NT1 von Rode oder mit dem großen Schuh. MV7, glaube ich, heißt es. Das ist MV7 Mini USB. Und ich mag das halt einfach per USB einfach, weil für mich die Audioqualität da irgendwie gelangt. Und selbst das Ding kostet aber auch, was hat das gekostet? Ich weiß nicht mehr, 200? War auf alle Fälle nicht billig, weil ich überlegt habe, ob wir das Ding noch zweimal kaufen für einen Podcast. Und das war mir dann zu teuer. Dann habe ich die 3 kleinen Rode USB Podcast Minis gekauft. Und da kostet eins, ja, ein Bruchteil davon. Es ist aber auch in Ordnung. Also ich glaube, der Preis ist in Ordnung und auch Audioqualität im Podcast ist auch in Ordnung. Glaube ich. Oder? Ich hätte es schon gesagt.
Es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert drüber. Du meinst Schuhe SB, S7B, SM7B kann auch sein, ja. Im Prinzip die große Schwester davon. Das irgendwie alle Streamer haben. Aber das ist ja wirklich doppelt so groß und wuchtig und ich mag das einfach nicht. Mir nervt ja das schon, dass das die ganze Zeit da einer steht und im Prinzip im Beutel zum Singen ist, es nervt einfach. Auch wenn es mittlerweile so normal ist bei Streamern, dass das irgendwie auch keinen interessiert. So. Dass da jetzt das Mikrofon ins Beutel einer steht. Ich schaue mir auch andere Videopodcasts an. Nehmen einfach mal den größten, ist ja wurscht. Nehmen einen Joe Rogan. Da ist auch scheißegal, da hängen überall Mikrofone, das interessiert da keinen. Es geht ja darum, was geschmatzt wird. Trotzdem hätte ich es aber halt gern so, dass es nicht wurscht ist. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. So, Fussi zusammenbauen. Dann haben wir immer noch beim Fussi zusammenbauen können. Immer noch Fussi zusammenbauen. Das Ding da. Konzentrieren wir uns mal wieder kurz. Wo hinten jetzt die flachen Eckdinger? Die Dinger, da brauche ich noch zwei. Die sind einfach nicht da. Seht ihr es hier? Seht ihr die zwei? Die sind einfach nicht da. Doch. Halt, stopp. Da sind sie. Hab schon. Podcast-Sound ist allweil sehr gut. Ja, danke mir. Ja, ich weiß, dass er nicht sehr gut ist. Brauchen wir jetzt nicht schmerzen. Aber ich weiß auch, dass er nicht sehr schlecht ist. Es ist jetzt nicht so, dass du einen Schlaganfall kriegst. Wir haben natürlich ein paar Mankos mit dem Tisch. Da, wenn du einfach einmal dein Getränk abstellst, dann schäbert es ein wenig. Dann ist der Kani wieder da, der mit der am Mikrofon umeinander poolt und so. Und das ist ja bei den anderen nicht, weil die nicht einen Mikroständer auf dem Tisch stehen haben, wo jede Schwingung oder jeder Pumperer mit den Knie oder sonst was direkt ins Mikrofon übertragen wird, sondern die haben alle so Mikrofonarme. Und selbst, glaube ich, wenn ich die hätte, immer nicht kennt mich mittlerweile, ich sitze den ganzen Tag so da und fuchtel dann im Ding umeinander und stehe es umeinander, weil es einfach so ist. Der Bürger übersteuert ja egal wo, glaubt, da gibt es kein Mikro, das ein Bürger sauber über. Wenn ich mal laut wird, ja. Bestätige. Bestätige. So, jetzt brauchen wir die Sachen wieder. Zack, zack, die zwei, dann zwei blaue kurze, zwei rote, das graue Ding, zwei schwarze, das graue Ding. Und dann glaube ich, haben wir alles. Jawohl. Wo geht's denn hier heute? Das ist ein Wahnsinn. Jetzt schon viel besser wie letztes Mal. Bürger laut, wann, wo, nein. Ja, das kommt selten vor. Aber wenn es vorkommt, dann geht die Welt unter. Halt, stopp, es kommt irgendwie ständig vor, aber die Welt ist bis jetzt auch noch nicht untergegangen. Ihr könnt euch einmal anders hinhocken, dass man in Flocke oder in Kani einmal von vorn sieht. Dein Gesicht kennen wir mittlerweile. Stimmt, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Da hast du gar nicht so unrecht, habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Dann habe ich mir wieder gedacht, das ist eh scheißegal. Außerdem, wenn es die anderen zwei in die Fotos und in die Thumbnails sieht man die anderen zwei von vorn. So, Moment. Wie gehört jetzt die Scheiße da? Da habe ich irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich vergessen, Kinder. Irgendetwas habe ich vergessen. Moment einmal. Und zwar die zwei langen Blaue da. Ihr passt auch keinen Stecker nicht auf, hä? Das war letztes Mal besser. Sag's euch, was es ist, das war letztes Mal einfach besser. Hoppala. Das ist jetzt aber auch kein Weltuntergang. Passt da über keiner auf. Man passt nicht über keiner. Für was machen die das da? Sag. Hm? Ist schon drin. Haben wir es schon. Der zeichnet nicht so oben. Grütze fix nochmal. So, komisches weißes Eckding. Und ein Zwarer. Das gehört da wieder so an Zeiten noch nicht. Ein bisschen die Kleidung haben wir vorher schon mal gehabt. Und da gehört die flache Axt durch. Voll. Haben wir da die runden Teile. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön! Und schon haben wir das zweite Fussi, zumindest den Unterbau davon. Jetzt brauchen wir
ja, dieselbe Scheiße wie vorher. Das ist aber ein bisschen schade, finde ich. Gut, das stirbt jetzt glaube ich keiner, aber es ist ja wurscht. Dass wir irgendwie so synchrone Modelle haben. So, ja, einfach parallele Modelle, die einfach gleichzeitig sind. Was ich mir anders sagen soll. Dass man immer alles irgendwie zweimal macht. Gibt es eigentlich irgendwie andere Modelle, wo das nicht so ist? Gibt's sowas? Überhaupt? Wenn ja, Beispiele bitte. Hast du eigentlich auch die Spin-off-Serien von The Walking Dead gesehen? Ja, genau, eine Folge jeweils und dann habe ich so vor lauter Fremdschämen meine Accounts gelöscht. Nein. Ich hab bis nach dem Negan The Walking Dead geschaut und dann habe ich aufgehört damit, weil es dann einfach nur noch beschissen worden ist. So ab dem Zeitpunkt so ein bisschen, wo dann der Rick weg ist, das habe ich noch mitgekriegt mit den Whisperer, das habe ich noch ein bisschen mitgekriegt und das habe ich für einen totalen Scheißdreck gehalten und dann habe ich mir gedacht, na, go away with this bullshit. This bullshit is too much bullshit, verstehen Sie? Denke schon. Bauen Lego Todesstern. Häuser. Birger und Lo-Fi. Oh, Mr. German Woodturner. Muss auch mal sein. Ein entspannter Stream. Können wir uns nicht 4 Stunden lang, gut 4 Stunden, wir hätten nicht streamen, aber wir können uns nicht 2 oder 3 Stunden lang einen bayerischen Defiliermarsch schauen. Dann kriegst du einen Schlaganfall. Dass ich das jemals sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht, aber ist halt so. Ich glaube, wir sind mal alle, die erinnern, an mir sehr dankbar. Sagt es, wie es ist. Sagt es, wie es ist. Hoppala, Fuß falsch rum angesteckt. So rum muss er auch nicht. Also 30 eine Technik-Dinger da miteinander verschnipseln ist schon ein wenig ein Hurenscheiß, gell? So, zweite Fussi. Zweite Fussi fertig. Schweifen schreibt, ich hab's bis zu Ende geschaut, weil ich echt gemeint hab, dass der Rick wieder kommt. Das war, glaube ich, ursprünglich auch der Plan, dass der wieder kommt. Der Rick, da hat sich ja geheißen, in seiner Abwesenheit kämen Kinofilme. Also währenddessen er in der Serie verschwindet, also dann wird das überhaupt jemals aufgeklärt, was mit ihm ist? So? Wobei, ich mag's, ja, wobei es mir wurscht ist, ich werde es nicht mehr anschauen, glaube ich. Nicht in dem Leben. Aber ne? Der Jonas fragt mich, welche Kamera oder Webcam hast du, wenn ich fragen darf? Sicherlich darfst du fragen. Es ist eine Logitech Brio, beziehungsweise 2 Stück davon. Einmal die Stream 4K Edition und einmal die normale. Ist absolut kein Unterschied. Es ist bloß Marketing, bla bla. Und ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass man mir... Schau. Haben wir einen kleinen Gockelmann. Kleiner Gockelmann. Weißt du, wie das ausschaut? Weißt du, wie das... weißt du, wie das ausschaut? Wo haben die Leute... Jetzt wird's interessant. Wo haben die Leute, die sich an Secret of Mana erinnern? Da gibt's einen Endgegner, der heißt Terrorküken. Und dann den gibt's einen in Rot und einen in Blau. Das Vogelfiech, ja genau. Google sofort nach Terrorküken, Secret of Mana, luchst die tot. Schaut ganz genauso aus. Aber ganz genauso. Aber er kann schon stehen. Bloß seine Oberschenkel sind nur ein wenig knockert. Aber ich glaube, da kommt jetzt dann gleich jede Menge Verkleidung. So. Weiter geht's. So, wo sind wir? Ja genau, jetzt kommen wieder so Elemente, so Seitenverkleidungen wahrscheinlich mit den Baseplates da. Und die bauen wir jetzt einfach wieder gemütlich nacheinander zusammen. Lego ist wirklich eine sehr entspannende Geschichte. Ist irgendwie entspannender wie Warhammer. Frag mich bitte nicht warum. Aber beim Warhammer zeigt, da stresse ich mich schon auch irgendwie so ein bisschen. Weil... Ja, muss ja genau sein. Ah, dann hast du irgendwo hingekackt und dann schaust... Da schaue ich auch immer so angestrengt und weil ich blind bin wie ein Star. Und das Mikro ist der Kopf. Da, das ist schnell gegangen. Bauschritt 96. Wunderschön. So, ich werde das jetzt auch wieder blind machen. Jetzt müsst ihr wieder was in den Chat reinrotzen, damit mich über irgendwas unterhalten kann. Das gute alte Terrorküken. Lasst mal das Terrorküken
Tornado-Küken heißt nicht es gibt das Tornado-Küken und das eins heißt Terror-Küken. Es gibt zwei. Weiß ich. Das ist sehr viel Backtracking, es kommt ja fast jeder Endgegner in Secret of Mana kommt zweimal. Und bloß in einer anderen Farbe. Meistens blau-rot. Ich glaube schon, dass das eins hat Terror-Küken geheißen. Tornado-Küken, ich weiß bloß nicht mehr, welches war. Zweite Variante ist Sonnenküken. Hab den Bossguide offen. Verdammt! Ja, dann hat mir meine Erinnerung leider getäuscht. Bin leider doch ein Ahnungsloser. Dann halt Terror und Tornado. Fast das gleiche jetzt. Stresst dich mir nicht. So, ich baue wahrscheinlich schon wieder den absoluten Scheißdreck zusammen da. Bin unschlüssig. Oh, das ist das falsche Teil. Ich brauche einen Vierer mit Nippel. Nippelvierer. Terror-Nado-Küken. Richtig springen. Welchen Mana-Geist findest du in Secret of Mana am besten? An Rocky. Schlammbombe. Alter, Schlammbombe OP as fuck. Und wer jetzt nicht weiß, von was ich rede, absolut ahnungslos. Absolut ahnungslos. Und Sprengi, schau du jetzt ja nicht noch mehr nach, ob der auch wirklich Rocky und Schlammbombe heißt, weil sonst... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Rocky und Schlammbombe heißt, weil die habe ich ungefähr 400.000 Mal gecastet in meinem Leben. Wenn's gelangt. Wenn's gelangt. 1, 2, 3. Also Rocky bin ich mir sicher, dass der geheißen hat. Ja. Und es hat auch Schlammbombe geheißen. Die Fähigkeit, die fast gegen alle, also wirklich fast durch die Bank alle Gegner effektiv war. Nicht gegen alle, aber fast. Schauen wir mal, ob wir alle hinkriegen. Alle kriege ich niemals hin. Die erste, die du kriegst, ist Frosta. Das ist eine Eiszauberin oder Eisgeist. Nehmen wir es einfach Eisgeist. Der zweite, den du kriegst, das ist der Rocky. Der Rocky ist ein Elementarzauber und hat jetzt Schlammbombe. Schauen wir, ob man es sogar noch inklusive der Casts hinkriegt. Es hat sogar zwei verschiedene gegeben. Und zwar hast du ein Mädchen gehabt und eine Koboldin. Moment, ich muss kurz messen. Und beide haben, wenn du den Zauber gekriegt hast, oder ich nenne jetzt einfach mit Zaubergeist, wenn du den gekriegt hast, haben's. Oh, na, das funktioniert noch nicht ganz. Hoppla. Moment, was ist denn das jetzt für Scheiß da? Okay. Moment! Ich muss da jetzt irgendwas zusammenbauen. Muss ich das da jetzt zweimal... Oh Gott. Mein Lego, sag mal das am Anfang, dass ich das zweimal machen muss, du Arschloch. Ah! Ja gut, nochmal. Frosta. Mädchen. Weiß ich nicht mehr alle. Ich glaube, das Mädchen hat heilen können, hat einen Diagnosezauber gehabt und einen Säureregen, wenn mich nicht alles täuscht. Koboldin hat meistens Angriffszauber gehabt. Davor war eins, also eine Frostnova, wo war so ein groß-blaues Symbol, die so reinhauen, so. Die anderen zwei weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich sowas wie eingefrieren. Und das andere weiß ich nicht mehr. Da steht ganz oben, dass du es zweimal machen sollst. Es ist so nicht richtig. Ich weiß nicht, von was du schmerzt. Jetzt gib mir mal Ruhe. Ja? Keine Ahnung, was ihr schon wieder für einen Scheiß redet. Ich sag da überhaupt nichts von irgendwas von zweimal. Zweimal. Habt ihr absolut keine Ahnung. Hoppala. Da, aufgestipselt. Rübergegeben. Keinen blassen Dunst, was ihr schon wieder für einen Scheißtrick schreibt. Na, der zweite war der Rocky, das war die Schlammbombe. Analyse war Elektra, verdammt! Ja gut, die Casts kriege ich nicht mehr hin, sag ich dir, aber es ist zu lang her. Viel zu lang her. Dann, aber ich glaube, dann ist nach dem Rocky kommt entweder der Vesufo oder die Elektra. Ich glaube, der Vesufo. Und der Vesufo war auch stark, der war sauber, das ist ein Firecaster, ist ja klar, dass der stark ist. Und der hat gehabt
3 so Feuerkugeln. Magmawelle, glaube ich. Die war ziemlich stark. Die hat auch 4 Magiepunkte gekostet. Und sonst weiß ich, glaube ich, nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, beide recht viel Angriffszauber gehabt. Gut, was möchtest du denn Feuerzaubermäßig machen? Da hat das Mädchen hat Angriffszauber gehabt und Koboldin hat Angriffszauber gehabt. Weiß ich noch. Dann kommt Elektra. Die kriegst bei dem komischen Wurm, bei den Schwammerl, in dem Schwammerldorf, das weiß ich noch. Und da war natürlich dann der Wurm auf Blitz anfällig, da hat es einen Blitzschlag gegeben mit der Koboldin. Es hat noch irgendeinen Luftballonzauber hat's noch gegeben. War das der Froster irgendeiner? Da hast du halt die Gegner einen Luftballon auf den Kopf aufzaubern können und dann haben sie sich nicht mehr bewegen können. Weiß ich noch. So, in der Zwischenzeit haben wir 2 Paar Schuhe, ein Paar Schuhe. Baut. Wo kennen jetzt die hin? Da, Schuhe bauen. Jetzt bauen wir mal ein paar Schuhe da. Was da gehört das Ding durch? Weißt du überhaupt nicht zusammen? Hä? So, musst du deinen Fuß weiter einschieben. Achtung. Oh, ja. Nimmt eine Form an. Achtung, zweiter Schuh. so wird da ein Schuh draus. Interessante Konstruktion. Ja. Oder Schuhe kriegt. Schon kann er stehen. Mir gefällt er schon. Mir gefällt er schon ganz gut. Kannst du sagen, was du magst? Gefällt mir gut. Da haben wir. Sagt ihr überhaupt noch was? Ja. Die Elektra hat Ballonkette gehabt, dann war es doch die Elektra. So, und dann wird es jetzt schwierig. Haben wir das gemacht? Ja, haben wir gemacht. Oh, Tüte 3, Freunde der Sonne. Jetzt glaube ich, kommen seine Haxen. Haben wir schon in Richtung Endspurt, möchte ich sagen. Oh, tatsächlich. Tatsächlich, Richtung Endspurt. Ja, muss man schnell ein bisschen Vieri schauen. Naja, ein bisschen was kommt schon noch. Ja, den machen wir schon noch. Bis um 10 Uhr ist es nicht gegangen. Ja, das ist vorbei. Aber weißt du, was wir mal schnell machen könnten? Da könnten wir mal eine kurze Raucherpause machen. Was hältst du denn da davon? Ich darf mir jetzt da schnell eine wutzeln. Das haben wir letztes Mal auch gemacht, oder? Habt ihr da was dagegen? Dann machen wir seine Haxen noch fertig. Ist das ein Deal? Oh, Foxy Boy, die habe ich übersehen, tut mir leid. Kontroverses Thema. Warum lassen Journalisten und Spieler Nintendo-Dinge permanent durchgehen, wofür jedes einzelne verfickte andere Studio gnadenlos abgestraft wird? FPS Story Remakes. Da weiß ich jetzt gerade nicht, auf was genau anspielst, muss ich ganz ehrlich sagen. Von jedem Zauber gab es 3 Varianten vom Mädchen und der Koboldin. Das weiß ich schon noch. Das weiß ich natürlich noch. Und das Mädchen hat meistens eben, ja, so Defensivzauber gehabt, die hat heilen können und so Geschichten und Schilde verteilen können und Resistenzen, glaube ich, auch verteilen können. Und dann später hat es dann einen Harzinger noch gegeben, einen Nocturne hat es noch gegeben, Luna hat es noch gegeben, glaube ich. Und dann haben wir hübsch am Ende. Ganz einfach, weil Reviews gekauft sind heutzutage. Laterne hat es noch gegeben, ja, genau. Und ganz am Schluss hast du das Mana-Schwert formen können aus, weiß ich auch nicht mehr auswendig. Einer war auf alle Fälle der Hatziger. Und der andere, weiß ich nicht mehr. Du hast dann auf dem Burm, also da hat Mädchen und Koboldin jeweils den Schwertzauber auf einen Jungen zaubern können. Und wenn die 2 drauf waren, hat er das Mana-Schwert dann gehabt mit den Mana-Kräften und damit hast du den Mana-Drachen besiegen können. Den Buffs von Hatziger, beide. Also du hast einen Mädchen-Buff vom Hatziger genommen und von der Koboldin und, okay, hab ich nicht mehr gewusst. Das war ein ganz großer Zauber übrigens vom Mädchen. Die hat bei jedem von den Caster oder von den Geister, nehmen wir mal Froster, Eiszauber, hat die Waffen in Eiswaffen verzaubern können. Beim Vesufo in Feuerwaffen, beim Rocky in Erdwaffen, bei der Elektra in Elektrowaffen und so weiter. Und wenn deine Gegner entsprechend für was anfällig waren, hast du dann mehr Schaden gemacht. Oder das Gegenteil. Oder auch passieren können. So,
Ich sag das jetzt, ich versuche jetzt außerhalb vom Beitel zum Wuzeln, weil Kippenwerbung machen wir wirklich nicht indirekt, ja? Freunde der Sonne, wenn ich irgendwas ändern kann, dann weiß, dass ich meinem jüngeren Ich sag, ich hau mir eine aufs Maul, wenn ich die erste Zigaretten hochlang. Was ist denn mit dir, Alter? Blackpain, das ist das erste Mal, dass ich deinen Namen in Verbindung mit so einem Betrag lese. Bitte, Leute, ich bin halt, es ist ungelogen, wenn ich mir am Freitag, vor allem, wenn wir mir Lego bauen, ja? Vor allem, wenn wir Lego bauen. Was wir noch nicht oft da haben, um Gottes Willen, aber egal, da bin ich wirklich sehr schwer zu meiner eigenen Belustigung da, zu meiner eigenen Entspannung, zu allem. Bitte keine so krassen Beträge, bitte. Was aber am Montag und am Mittwoch auch nicht besser macht, mit 50er umeinander zu schmeißen. Bitte. Von ganzem Herzen selbstverständlich Dankeschön, aber Schluss jetzt damit! Guten Morgen übrigens. Ja, nehmen wir unser Paper raus. Oder machen wir How to Wurzeln. Können wir auch mal. Machen wir How to Wurzeln. Weiß nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Hast du viel geraucht? Ich rauche immer noch, beziehungsweise wieder. Ich komme drauf an. Momentan rauche ich viel, ja. Blackpain, merci dir. Weil es eher groß ist, oder? Das meine ich übrigens ernst. Ich glaube, ja, es war dumm, wenn ich das in Kamera sagen würde. Ja, natürlich. Aber meine ich ernst, ich rauche nicht. Also ich rauche Tabak, ja. Aber ich rauche kein Gras, kein Hasch, kein sonst was. Daddy, wart mir schon, in den 6 Jahren wart's mir irgendwann rausgerutscht. Dennoch bin ich für die Legalisierung. Natürlich. Und natürlich baue ich mir dann 3 Pflanzen noch, wenn es legal ist. Soll ich da auch, einfach nur, weil ich singen mag, kann es? Geil. Kann man das rauchen? Geil, ja. Fertig. Und dann interessiert es mich nicht mehr. So, mein Tabak ist übrigens nur noch Bresel. Was ist da? Mieze! Mieze, Schluss! Ich lese gleich. Hand hoch, wer damals schon da war, wo ich da herin noch geraucht habe. Das war vor der Zeit. Sag ich dir, wie es ist. Leck mir am Arsch, Alter, da hat's, Alter. Völlig unvorstellbar. Das war eine gute Entscheidung, dass wir beide, wir rauchen beide herin. Also nicht mehr herin, früher schon. Es war brutal. Sag ich dir, wie es ist. War brutal. So. Leider nicht Hand hoch. Nein. Hast nichts versammelt, sag ich dir, wie es ist. So. Was für ein Tabak? Den billigsten ist ein Lucky Strike Tabak. So, haben wir jetzt schon wieder indirekt Werbung gemacht. Ihr raucht einen Tabak, was wollt, ist völlig wurscht. Ich kaufe mir den kartonweiß im Übrigen. Ist ja billiger. So. Jetzt mal so. Was der man dabei rein? Der hat mir irgendein Video dabei. Ist das was? So ein 5-Minuten-Ding geht's. Jetzt habe ich schon wieder Leid übersehen. Tut mir leid, Moment. Klar, Mizi. Mädchen. Froster, Rocky, Elektra, Vesuvio. Laterna. Lunatic, Harzinger, Koboldi. Stimmt. Die haben auch. Es hat, bevor ich weiterlese, hat Koboldin einen Geist anders als das Mädchen und umdreht. Koboldin, Froster, Rocky, Elektra, Vesuvio, Nocturne, Lunatic und Harziger. Das heißt, die eine hat einen Nocturne, die andere hat einen. Hat Laterna. Die eine hat Nacht und Tag halt, also Licht und Finster. Ich erinnere mich, da hast du recht. Klar, Mizi, das hätte ich keinen Zehner kosten müssen. Ich krieg gleich einen Schlaganfall. Dankeschön. Postman, wie schaut's aus mit Diablo 4 das Wochenende? Ist schon runtergeladen. Nach dem Stream werde ich mal kurz reinschauen und ansonsten werde ich morgen und übermorgen wahrscheinlich nichts tun. Keine Arbeit, keine Videos, kein gar nichts. Nada. Nur Diablo spielen in Ruhe. Und einmal schauen, wie die reale Drop-Rate ist. Können wir uns dann auch gerne im Discord unterhalten, im Gaming-Schmerz, wer auch spielt, um Gottes Willen. Und in 3 Wochen ist schon soweit. Diablo-Stream, Marathon. Freitag bis Mittwoch Durchstream. Mehrere Stunden als 2. Blackpain, hörst jetzt du auf! Alles für Gras. Ja, sicherlich. Von deinen 75 € kaufe ich mir. Wie viel kriegt man da? Weiß ich nicht. Was kostet der Gramm Gras? Da, ab in den Chat. Wer es schreibt, Anzeige ist raus. Ich suche jetzt dabei schnell mal ein Video.
Warte mal, kann man das damit ich kann das damit umnehmen, Ski. Herz mich sogar noch. Was haben wir für ein Video ein? Achtung! Machen wir so. Was haben wir für ein Video ein? Weiß ich nicht. Diesen hier. Ich gebe jetzt einfach mal Bier ein und schau, was als erstes kommt. Selber striken kann ich mich nicht. How to kein Bock. Haben wir das nicht letztes Mal schon angeschaut? Haben wir mir letztes Mal 10 Euro, 12 Euro, 10 Euro, 12, 7 Euro. Ja, wendet euch einmal an keiner Gratler. Der zahlt bloß 7. Kauft es bei dem und dann verkauft es bei für 15. How to schnackseln. Das ist der meine. War das erste, was ich gelesen habe. How to schnackseln. Das ist übrigens extrem ärgerlich. How to schnackseln ist... Ja, genau. Ja, genau. Wenn ich unangemeldet nach How to schnackseln sucht, dann kommt ein verschwommenes Thumbnail. Das ist extrem ärgerlich. Das Video hat angefangen, damals, wie ich es gemacht habe, viral zu gehen. Richtig krass sogar. Und dann haben sie es mir nach ein paar Tagen, nach den ersten 2-3 Tagen, haben sie es mir auf 18 gestellt und dann kriegst du keine Klicks mehr drauf. Das ist extrem ärgerlich. Extrem ärgerlich. So, Freunde der Sonne, jetzt machen wir eine kurze Raucher- und Pinkelpause. Die ganze Garde dauert 6 Minuten 45. Drück jetzt mal. Melde dich an, um dein Alter zu bestätigen. Das können wir nicht anschauen im Incognito Mode. Müssen wir anders nehmen. Dann nehmen wir How to Schleidern. Das ist auch gut. Du, das ist auch gut. Das ist auch gut. Und Werbung müssen wir auch noch schauen. Super. Super ist das. Achtung. Was ist denn das für Scheiß? Gehen wir weg. Ist der mal auch weg. Da sind wir. Da sind wir. Ah, da sind wir. Gut. So, ihr seht es mir jetzt nicht. Ihr hört mir bloß noch. Leid mir mal kurz Pause weh. Ihr hört danach weg. Dann bin ich auch weg. Sag ich dir, was ist. So, und Schluss mit Donations jetzt. Enjoy the video. Und wir sehen uns gleich. Jetzt gehen wir in die Raucher, holt's was zum Trinken, geht's aufs Klo und dann bauen wir seine Haxen fertig. Bis gleich. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Tag, Kinder. Heute ist mal wieder Nivea-Zeit. Wissenschaftler stellen fest, junge Männer onanieren bis zu 10 Mal am Tag. Birger 10 Mal, ich mache zwar nicht einmal das Hosentuch auf und jünger bin ich auch nicht mehr, aber heute heißt's How to Schleidern. Fangen wir direkt an in Phase 1. Der politisch korrekte Terminus. Da haben wir normale Begriffe, die der Erwachsene hernehmen wie Selbstbefriedigung, Masturbieren oder Onanieren. Ipsation. Gibt's aber auch ein wenig vulgärere Ausdrücke, die die meisten sicher kennen. Oberholen, Wichsen, Schleidern, 5-Giga-Willi oder einfach am Pippel spulen. Relativ langweilig, aber weil wir alle Pro-Gamer am Schnippermann werden wollen, verwenden wir ab sofort folgende Begrifflichkeiten. Würsteln, Riemschinden, Bratzeln, Nudeln, Woigeln, Latteln, Jürgen, Würgen, Wienern, Binken, Putzen, Schleifer, Hobins, Gurkelbrocke, Beideln, Oberhauen. Achtung, Verwechslungsgefahr. Oberhauen. Oberhuren. Leonebeideln, Obsafteln, Mützenglatzen, Gickelwürgeln, Lachsbrudern, Pops ärgern, gelbe Rümmzupfer, Oberteif, in Orchigas rausspielen, an Kasperlwatschen oder an Deppenfutzen, Supersaugern, Bämseln, an arbeitslosen Tint geben, an Delfin lackieren, Flintenputzen, Antenne ausrichten, Hodern auswinden, Superalkohol, Sicki Osan oder deine Kinder in ein neues Zimmer zorgen. Und natürlich mein neuer Favoriten, Handpanzer von Weiter zu Phase 2. Vorbereitung und Ausführung. Geschleudert wird am PC, nicht am Handy. Das hat zum einen Full HD Gründe, zum anderen triffst mit 2 Vollbratzen, das C war nicht. Frag nicht, trust me. Der Handwerker richtet sich sein Werkbing her, heißt's. Für den störfreien Schleidergang ist fundamental, dass dein PC im richtigen Winkel zu deiner Zimmertür steht. Grün ist störfrei und bedenkenlos schleiderbar. Rot ist schlecht, weil da jeder, der eine rumpelt, sofort sagt, was los ist. Zur Hölle, wenn man da eigentlich denkt. Der Handwerker kann so gut sein wie er möchte, ohne gescheiten Werkzeug, da kommt er nicht weit. Unverzichtbar ist er Hodern, bevorzugt der Zewa. Wieso, weshalb, warum? Bladel sind groß, da triffst leicht, es saugt gut und reißt nicht. Der gute alte Taschentürspender, wenn's öfter zum spontaner Speedfab kommt, tut's aber auch. Merke, jede 5 Sekunden Workout am Tag musst mitnehmen. Wenn's in der richtigen Geschwindigkeit schleiderst, meint sogar der Apple Watch, dass du 8-mal beim Laufen warst. Health! Da ein professioneller Handwerker einen Nervenzusammenbruch kriegt, wenn's heißt, das ist aber eine druckene Baustelle, braucht man Flutschi. Na, bitte kein WD-40. Du schaust den Bad, die Mama oder der Alte hat schon irgendein Cremel in irgendeinem von den 4000 Tubalum ansteht, das nie hernimmt. Kann man anfangen. Aber, damit nichts passiert, habe ich noch ein paar Schleider-Pro-Tipps. Headset.
Setz dein Headset so auf, dass ein Ohrwaschel frei ist. So hörst, wenn jemand kommt. Und trust me again! Überprüf 3-mal, ob das Headset und nicht deine 80.000 Wattboxen aktiv sind, bevor du auf Play drückst. Putzen! Putz den Deppen, wenn's fertig bist. Und zwar sauber. Nix nervt mehr, als wenn später ein Tripfel an der Unterbuchs festklebt, als hätte sich der Patex kleben statt bohren ins Unterhoserlein geschlichen. Not aus. Es ist ganz normal, dass du während des Prozesses ca. 240 Tabs aufmachst, weil der 122. war noch nicht anreitig genug. Darum schreibt er an deiner Gaming-Tastatur ein Makro, der auf einen Druck alle Tabs zumacht und einen Ton ausschaltet. Dankt's mir später dafür. Und zum Abschluss Phase 3. Do's und Don'ts. Do. Auch Männer können Spaß mit Sextoys haben, darum ruhig auch einmal eine Taschenmumu oder Flashlight für die Stimulation der Salzstange benutzen. Don't. Grüezi, fix, ich hab's euch schon 5000 Mal gesagt, ich möchte nicht stören, wenn ich mein Zimmer sau. Schau mich nicht so, Mann. Muss mit der Zeit gehen. Du. Seinen Arbeitsplatz gewissenhaft säubern, benutzte und beschmutzte Taschentücher fachgerecht in der Toilette entsorgen. Don't. Die 400 angerotzten Fetzen im Mülleimer werfen und meinen, das fällt schon kaum auf. Do. In sich gehen, alle Vorbereitungen und Pro-Tipps beachten, die wir vor wenigen Augenblicken in Phase 2 erlernt haben. Don't. Aus Versehen auf Stream 2 TV drucken. Lasst euch verzaubern von... So, Kinder, bevor es jetzt im dümmsten Scheißdreck ausufert, habe ich am Schluss noch was anderes zum Sagen. Well, well, well. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Und holy shit, Alter. Was ist alles passiert in dem Jahr? Erst einmal kommt der Corona-Sepp und scheißt uns alles am Zauber vor die Haustür. Dann eine App haben wir rausgehauen. 40.000 Downloads, 40.000 Leute haben das Ding gespielt. Jetzt reißt's mir einen Shell. Haben wir mit der Musi weitergemacht. Oder beziehungsweise wieder angefangen. Weißblaue Karos hat all over über 1 Million Streams. What the fuck ist da eigentlich passiert? Mittlerweile sind wir mit Abstand die größte Mundart-Community, was Gaming-Livestreams betrifft, es gibt. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer vielen herzlichen Dank. So, da sind wir wieder. Weil Raucher allein nicht gelangt. Zauberhaft. So, haben wir wieder da. Ist noch jemand da? Ton ist versetzt. Sprengi, warum ist das Staubsaugerroboter eigentlich kein Short? Das ist eine richtig gute Frage. Ton im Arsch gewesen mit dem Beutel. Das ist natürlich nicht. Na! Das ist behindert. Das hab ich nicht gelesen von draußen. Entschuldigung. Fuck! Ja, ärgerlich. Ja, how to schleudern. Sucht's da noch, wer es noch nicht kennt hat. Keine Ahnung. So, bauen wir weiter, oder was? Haben wir da? Haben wir was zum Trinken? Sicherlich. Das ist der wir jetzt da, aber. So, dann brauchen wir Tüte 3. Was für Tüte 3 brauchen wir? Alle. Was ist das wieder, Lego? Lego, was ist das wieder? Da, Tüte 3. Tüte 3. Tüte 3. Was, der hat da schon 800 Teile drin. Das dauert nur mehr 4 Stunden. Oh ja, Wahnsinn. Gut, drehen wir um. Schön. Wer ist denn das wieder? Der Chris! Welcome to the Squad. Kriegst die Tröte. Achtung, OG. Super Tröte. Chris, mir jetzt wieder Mitgliedschaft. Busse aufs Nussi. Dankeschön. So, ja. Dann darf ich sagen, der wir den da, wo der wir den hin? Den wir da so rauffahren. Dann will man noch ein bisschen Sekt. Jawohl. Und dann teilen wir, das ist ja wieder dasselbe. Das sind ja im Prinzip wieder einfach 3 Tüten. Ja, Lego. So viel zu die Umwelt schonen und weniger Plastiktüten, ja. Ein Scheißdreck, ihr Spackos. Ein Scheißdreck. Ich tue ein bisschen auseinander verteilen. Aber da haben wir jetzt schon noch mehr ein wenig was zum tun. Aber die Haxen, die machen wir heute noch. Teil 1 machen wir fertig. Teil 1 machen wir fertig. Verteilen wir da herum. Wunderbar. Hinterinsekt. Scheiße, habe ich jetzt die anderen Teile, die übrig geblieben sind. Habe ich die jetzt? Weiß ich nicht. Apropos, wie ist mit der App? Kommt mir irgendwann was Neues? Herr Flo, da habe ich. Über die App habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es mit den neuen Android-Versionen Probleme gibt und so. Weiß ich noch nicht. Wenn ich da mal wieder Bock habe, ja.
Aber geplant ist da aktuell ehrlich gesagt nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer sich vielleicht fragt, ist ja doch schon eine ganze Zeit her, wer sich fragt, was für eine App, Alter. Ich habe eine Saufspur gemacht. Was ist denn das? Das ist eine Peitsche. Warum ist da eine Peitsche? Okay. Alles klar, da ist nur eine Peitsche. Warum man da Peitschen im See? Ich kapier's nicht. Okay. So, weiter geht's. Wo haben wir hin? Bumsuf Remastered. Weiß ich nicht. Es ist auch alles. Bumsuf ist wirklich umfangreich geworden. Also, da ist wirklich extrem viel Scheiß drin. Und es ist, glaube ich, hat auch wirklich relativ viel Wiederspielwert. Natürlich kann man mal die Zusatzmodule, die ich da gebaut habe, wie das Quiz, wo am Schluss noch käme, also das Quiz-Spielmodul, dass man einfach nochmal 500 neue Fragen und Antworten da rein tut und sowas. Aber ja, keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht. Spielt das überhaupt noch jemand? Die typische Frage. But can it run Bumsuf? So, ich suche da bestimmte Steckgelder, wo schon wieder keine da sind. Doch, da sind noch, passt schon. Da ist auch noch mehr Peitsche. Orange Peitsche ist auch noch drin. Krumminalfeier. So, das muss ich jetzt ein bisschen weiter da verteilen. Das werdet ihr dann nicht mehr sehen. Aber ich muss es sowieso heute alles allein suchen. Fix, Mari. Weil wieder keiner aufpasst, was da los ist. So, also drum geht man noch ab. Rundsteil mit Stecker. Wo? Da. Rundsteil mit Stecker. Dann noch ein kleines Graus. Dann nehmen wir jetzt aber einfach das, was mir wurscht ist. So, 4 Stück. Ach, wir müssen das direkt da an Taxen ohne operieren. Okay. Muss nach vorn stehen und kehrt dann dementsprechend ins zweite und letzte Loch. Okay. Orange Peitsche, Größe gleich rote Rakete. Was war denn dieser Chat eigentlich, bevor der Sprengi da war? Ich weiß nicht, was ist denn da wieder los gewesen? Was ist denn da eigentlich passiert dann? Den ganzen Tag. Weiß kein Mensch. So, jetzt geh rein, du Kruzifix, du Fotzengrobs! So, haben wir schon. Der Flo schreibt, deswegen fragt er, das waren einige Vollabstürze. Ja, das glaube ich. Deswegen steht halt ganz klar am Anfang der Disclaimer da. Ihr sollt euch nicht ins Krankenhaus saufen. Oh! Und schon an die Peitschen dran. Schwarze Peitsche, orange Peitsche. Schwarze Peitsche, übrigens schwarze Peitsche, Peitsche. Ja. Größer gleich, orange Peitsche. Wobei, das ist mehr so golden. Gold, orange. Ach, das soll KB darstellen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Okay. Schwarze Peitsche als erstes. Das kehrt in den kleinen Stumpen. Kleiner Stumpen, schwarze Peitsche, passt irgendwie nicht zusammen. Und dann in das unterne. Ach, das soll diese KB da simulieren. Okay. Nette Idee. Nette Idee. Kannst du sagen, was du willst? Nette Idee. So. Und so. Ne? Wo kehrt denn der Griff ein? Kehrt der Griff? Der Griff kehrt oben ein. Ja, das passt schon. So, haben wir jetzt da zwar so Kabin drin. Und dann die orange Peitsche. Orange Peitsche. Da eine. Und da eine. Gott, die säge schon wieder 5000 mehr außerfallen. Um ganz ehrlich zu sein. So. Und rein damit. Na? Wurstfingern kriegen sie wieder nicht hin. Chat ohne Sprengi. Mit Sprengi. Mit Sprengi. So, nächste Seite. Oh, ja, jetzt glaube ich, können wir wieder auf Zeiten stehen so ein bisschen. Wir haben den Teufel da hinten. Wunderschön. Und jetzt glaube ich, das wären so Seitenverkleidungen für. Sie wissen schon. Seitenverkleidungen für die Füße. Für die Beine. Achtung, lieber gleich schauen, müssen wir das zweimal machen. Wahrscheinlich müssen wir es zweimal machen, aber es steht wieder nicht dort. Ich sag nix. Und ihr sagt auch nix. Schnauze. Was ist da wieder los? Löwensepp! Merci, hau dir, Bürger, bitte Zeit auf. Wollen wir beim Fußballspiel Lokalclub unterstützen. Jetzt Diablo suchten dann. Ist schon jemand drin in Diablo? Haben wir Warteschlangen? Wie schaut's aus? Ich meine, ihr seht es ja gerade, ich bin gerade etwas verhindert.
Hab's noch nicht probiert. Sprenge gehört zum Inventar. Das ist richtig. Sprenge, du hast übrigens auch, total verschissen, falls du jemals auf die Idee kommst, diese Community zu verlassen. Der Zug ist mehr als abgefahren. Das ist dir hoffentlich bewusst. Machen wir so. Na, so geht's nicht. Birger, das ist falsch. Birger, das ist falsch. Keine Warteschlangen bei mir. Ah. Du wirst mir nicht verzeihen, dass Blizzard zum ersten Mal wirklich einen, wie soll ich sagen, einen Server-Stresstest macht, der wirklich als ein solcher zu deklarieren ist und sie wirklich die Serverkapazitäten in T-Phone, damit's in 3 Wochen am Freitag zu Release nicht absolut die Welt untergeht. Das wirst mir doch du nicht verzeihen wollen jetzt, oder? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir zwar so rote Treppel. Ist da zum Fixieren. Das macht auf alle Fälle. Hoppla. Das macht auf alle Fälle Sinn. Ja, haben wir schon da herunten. Das schaut gut aus. Nochmal einen langen weißen. Einen langen weißen habe ich auch. Und dann kommt jetzt da eins nach dem anderen. Das Ding. Dann so abgewinkeltes T-Teil. Wie gehört denn das jetzt da ohne geschissen? Was sind der Käse wieder? Bluts angenagelt. So rum. Geht das ganz nach außen oder nicht? Ja, wo ist jetzt? Geht es ganz nach außen oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Und dazwischen das kleine Rote. Das kleine Rote. Gibt mir vielleicht zuerst eine da so, ich merke gerade. Ah, wird das Fussi von der Seite. Timson schreibt, läuft problemlos bis jetzt. Sehr schön. Der ist nicht lang, aber dünn. Der Spreng ist für alles gut. Gaming-Wissen, schwarzer Humor. Ja, mehr braucht kein Mensch auf dem Planeten. Außer vielleicht ein paar Blowjobs unterm Tisch. Die kann wirklich ja jeder brauchen. Oh Gott, Birger, was redest du schon wieder? Du redest wirr. Birger, sie reden wirres Zeug. Sie reden wirres Zeug. So, da haben wir übrigens, falls wirklich irgendjemand überhaupt noch aufpasst, was ich da zusammenbaue. Aber ich glaube schon. Wer passt noch auf? Hand hoch. Wie groß sind denn die Platten da? Das ist so große Platten. Und dann haben wir aber auch eine Viererplatten. Wo ist denn eine glatte Viererplatten? Da ist eine glatte Viererplatten. Weiß nicht, was du wieder laberst, Birger. Lass da schon wieder einen Scheißdreck. Das drum, und dann geht das drum. Da ohne geschissen. Nimmt die Gestalt eines Hacks noch. Dann einen glatten 1 auf 1. Moment, müssen wir so drehen, damit ich mich auskenne. Ja. Und dann ein Einling abgeschrägt. So, das Ding ist aber noch nicht ganz stabil, da. Der weiße, flache, lange da. Das gefällt mir noch nicht. Lego, das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir nicht. Haben wir noch das Ding? Mich macht ein bisschen stutzig, dass diese Teile bloß noch. Ah ja, gut. Wenn das drum, was wir da bauen, das müssen wir sowieso noch mehr bauen. Das rühre ich bis daher, rühre ich das. Bis daher, rühre ich das. Einmal. Ah, ist die Muse entspannend. Hm? Schon entspannend. Hab mir dank dir wieder Lego gekauft, ich bin wieder 12, Hashtag love it. Gustel mich, da habe ich absolut kein schlechtes Gewissen. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass du Lego kaufst. Bin ich so ehrlich? Schaust du mal nach Kobi und solche Geschichten. Wir haben beim nächsten Mal übrigens auch wieder mal, es gibt jetzt kein Lego-Set, das mich so stickt, sage ich einmal. Jetzt wird der kleine BD1, der gerade einfach super gerade passt. Und Lego ist mir einfach zu teuer. Sag ich dir, wie es ist. Das ist mir einfach zu teuer. Und das so geil haben die Sets dann auch nicht. Und ich bin nicht so, wie soll ich sagen, so Franchise verliebt. Nicht mal in Star Wars.
dass ich das Geld freiwillig ausgebe. Außer es ist massiv reduziert, wie es jetzt zum Beispiel da der Fall war. So. Bauschritt. Abgeschlossen. Oh, das geht jetzt schon an Haxen ohne operiert schon hin. Jetzt pass auf. Okay. Das Ding hat da so 2 Zapferl da drin. Hashtag Zapferl. Und das gehört da so einer druckt. So, jetzt fällt natürlich dann wahrscheinlich gleich wieder die Peitsche raus. Die Peitsche fällt generell viel zu oft raus. Somit geht das schon so. Ja, außen. Tatsächlich, schon hin. Oh, schöne Seiten vergeben. Ja, nimm das schon vor mir noch. Nimm schon vor mir noch. Kriegen wir schon noch hin. Kriegen wir schon noch hin. Und jetzt lass mich raten, jetzt müssen wir denselben Scheiß einfach nochmal bauen. Oder? Sicherlich müssen wir diesen Mist jetzt da einfach ein zweites Mal bauen. Ein Adi-Bunker bauen wir. Gibt's einen, wie der Adlerhorst? Gibt's einen Adlerhorst zum Bauen? Wird wahrscheinlich zu krass sein. Aber gut, wenn ich einen Tigerpanzer bauen kann, dann werde ich aber einen Adlerhorst bauen können. Ja gut, das ist wieder irgendwie ist doch was anderes. Ist doch ein bisschen was anderes ist schon. Muss man jetzt einfach einmal sagen, wie es ist. Das schaut gut aus, das schaut gut aus. Dann brauchen wir 2 flache. 2 flache Vierer und die kehren da unten. Hat das Ding überhaupt Adlerhorst geheißen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Also ein Hitler sei Versteck in den Alpen. Twitch ist doch angenehmer als YouTube, merke ich gerade. Mr. Mini-Rocker. Auf Twitch kann ich euch überhaupt nicht brauchen. Sag ich dir, was ist? Kann ich euch nicht brauchen. Ne? Da kann ich euch nicht brauchen. Das hört sich gar nicht gern. Das weiß ich schon. Aber da kann ich euch nicht brauchen. Und da springe ich and I took that personally. Das ist quasi der Freifahrtschein, jetzt die Community doch zu verlassen. So nicht, Sprengi! Nein, nein, nein. So mit Sicherheit nicht. So, dann drum. Geht da nochmal so eine Runde Teil. Wieso baut sie denn das Teil jetzt so komplett anders wie die? Achso, das ist wahrscheinlich der Oberschenkel. Ist das der Oberschenkel? I don't know. I don't know. Das wird jetzt dann ein bisschen ärgerlich, wenn wir dann einfach das genau das gleiche einfach nochmal bauen müssen. Und zwar 2 Mal. Einmal mit dem Unterschenkel, einmal mit dem Oberschenkel. So, wir haben da hier unten, haben wir da. Dann brauchen wir wieder eine Platte. Den 4er. Diesen hier. Dann brauchen wir so ein Dreieckerl. Moment. So. Machen wir die lange weißen. Oh, brauchen wir den langen weißen oder den langen weißen? Das sind die gleich langen weißen, du Vollidiot, Birger. Geht der da einfach geschissen? Okay. Ja, nimmt schon sehr schnell Formen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht fix. Was der Caster soll, das verstehe ich nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, Moment. Hä? Total falsch zusammengebaut, oder? So, ja, das macht Sinn. Macht überhaupt, doch, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn, um Gottes Willen. Wer konstruiert denn das? Total asynchron. Da kriegt man hinterher morgen schon wieder einen totalen Vogel. So, dann von unten ist er so zusammenbaut. Okay. Nächste Seite. Hat eigentlich ein Sportsknierschein? Ja, hat er. Ich sag das, ich weiß nicht. Was ist jetzt das da? Hä? Hätte jetzt das da einfach so da aufgerunden um oder was? Geht das blaue Ding? Oh, Farbseuche. Sprengi, Farbseuche, aber ich glaube, die kehrt so. In seine Klinker, glaube ich, schaut ein bisschen blau durch. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Hintumme. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Hammer. Müssen wir jetzt von unten, müssen wir das Ding da zusammenbauen. Haben wir einmal den. Und einmal den. Und den weißen Vierer. So. So. So.
Ich müsste da ein zweites Mikrofon aufstellen für den ASMR-Modus zum in die Finger gruschen und beim Zusammenstecker und so. Das ist, oh, müssen wir das jetzt zweimal machen, oder was? So, ja, schaut gut aus. Und dann müssen wir das ein zweites Mal konstruieren. Bitte ein zweites Mal konstruieren! Oh, das ist jetzt nicht ganz zusammengegangen. 1. Okay. 3. Sieht gut aus. Sieht doch nicht so gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Sieht gut aus. Dann brauchen wir den Teufel und einen hohen Bogen. Wo ist denn der dabei? Den haben wir gar nicht gesehen. Doch, jetzt habe ich ihn gesehen. Einmal ist. Oh? Haben wir zweimal brauchen, hä? Und nicht zweimal. Okay, brauchen wir nicht zweimal. So haben wir. Dann brauchen wir einen flachen, kurzen und so komische Eckstickel. Um Gottes Willen, wir kehren das jetzt da ohne. Das passt ja überhaupt nicht zusammen da. Was hast du denn da wieder gebaut, Birger? Birger, was hast du denn da gebaut? Geht nicht so. Nein, das geht nicht so. Warte mal. Hä? Ich habe halt Scheiße gebaut. Irgendwie habe ich Scheiße gebaut. So geht's. Du bist ein Trottel. Oh, jetzt glaube ich, kann man zum ersten Mal einen Teile-Trenner brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Ich habe Fingernägel. Keiner passt auf. Der Graue ist falsch. Doch, der Jesus Füster so geschaut. Halt voll. Ja, der Fahrer hat auch geschaut. Schaut nicht gut aus. Ja, okay, habt ihr es alle gespannt. Ich hab's nicht gespannt. Entschuldigung. Aber jetzt habe ich es gespannt. Jetzt habe ich es gespannt. Tun Sie sich nicht hinunter. Passt schon wieder. Haben wir es schon wieder? Schaut das von da gut aus? Ja, ich glaube schon. Mauling! Du hast mich übersehen! Scheiße, ich hab dich tatsächlich übersehen. Es tut mir leid. Ein schwerer Gustav zum Bauen, das war jetzt. Ich glaube, den gibt's vielleicht tatsächlich. Der schwere Gustav ist schon, das ist dieses Riesengeschütz, oder? Dieser sehr eine fette, also das 300 Mann braucht dort zum Bedienen. Oder? Ist es denn? Gustav hat nur schwere Knochen. Ne? Ich glaube, der Gustav ist ein einziger Knochengewinn. Und das hat man nur mit Gleisen transportieren können und es hat Granaten geschossen, die so riesengroß waren wie ein scheiß Tigerpanzer. So, jetzt brauchen wir so kleine Hackerl. Kleine Hagelteifen. Wir müssen die sein, so oder so. So, passt schon. Passt schon. Passt schon. Dann brauchen wir eine rote Schräge. Eins rote Schräge, bitte. Eins rote Schräge, wo? Ich hab keine rote Schräge. Wo ist rote Schräge? Da muss genau ein Teil geben und ich sehe es nicht. Wo vielleicht? Da ist. Haben wir es schon? Außerdem muss es sowieso 2 geben, weil die Dinger so ähnlich sind. So. Hä? Ne, das ist nicht richtig. Birger, das ist so nicht richtig. Du musst erst das Rote zusammenstecken und dann musst du es da drauf stecken. Dann soll das mit einem Nippel soll das halten. Kann ich irgendwie nicht glauben. So, dann müssen wir Verkleidung bauen. Hoppala. Verkleidung 1. Dann haben wir da noch was zum ohne Clipsen und ein 2er. Haben wir. Und dann da drüber. Oh, da haben wir noch 3 so dünne. Er ist nicht lang, aber dünn. haben wir. Und dann diese komischen Dinger, wo die können da eingespratzelt. Das ist. Schaut ein bisschen nach technischer Verzierung aus da. Sinn und Zweck hat das wahrscheinlich keinen. Haben wir. Dann müssen wir nochmal so ein kleines Element bauen, das direkt ohne gesteckt wird. Und einen grauen flachen. Und diese Runddinger da. Haben wir. Ist das schön. Ist einmal so, ich weiß nicht. Es ist einfach so was anderes in einem Stream. Wer hätte das vor 6 Jahren gedacht, dass wir da und es sind halt immer noch über 600 Leute da.
Es ist ja, was zur Hölle ist mit euch? Was zur Hölle ist mit euch? Insgesamt auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig, by the way, falls sich der eine oder andere doch noch fragen so wird. Was redet er für einen Scheiß? Machen wir so und dann können. Danke, wie soll denn das vonstatten gehen? Na, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Oh. So. Das macht einigermaßen Sinn. Das macht einigermaßen Sinn. Okay. Und dann geht das jetzt hinten. Ist jetzt einmal eine Ruhe mit der Donaterei, Fix Mari. Warte mal. Das geht jetzt da so. Heute ist einig. Ein bisschen zusammendrücken, weil das macht ein bisschen einen windigen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir es eigentlich, oder? Dann haben wir das Element so. Ja. Und dann geht das da so aufgestickt. Da und da durch, oder was? Wie soll denn das wieder gehen? Wie zur Hölle soll das denn gehen? In welche Löcher könnten das... hä? Oh! Oh! Das ging einfach. Kobi darf man nicht mehr sagen. Darf man nicht sagen. Schön, am BD1 habe ich dieses Jahr jemanden zum Wurzeltag geschenkt. Ja, jetzt zeigst du ungefähr, wie er ausschaut. Nur im kleinen Beutel, aber so schaut er jetzt von der einen Seite aus. Der andere Hax, der ist leider nur ein Kickerlachs, der ist noch knockert. Aber den werden wir jetzt noch schnell verbauen müssen, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt genau dasselbe nochmal machen. Ja, habe ich mir doch gedacht. Der hätte eigentlich gleich alles zweimal machen können. Kruzifix. Naja gut, vielleicht kriegen wir es diesmal ein bisschen schneller hin. Dieses Mal bist du schneller wie beim Tiger. Wir sind auch, das ist der Runden, das ist unser Progress Bar. So, das ist der ganze graue Strich da und mittlerweile, wenn wir da in der Mitte sind, wird der Stream beendet. Wir machen jetzt den zweiten Haxen noch fertig und dann wird sie sich wahrscheinlich langsam dem Ende zuneigen. Ich mag dann nochmal ein bisschen in Diablo vielleicht einschauen oder vielleicht gehe ich einfach auf Couch und schlafe wahrscheinlich ein wie ein Ziegelstuhl. Aber gut. Schöne Grüße übrigens an alle, die gerade nebenbei Diablo spielen. Ich wünsche viel Spaß. Nicht vergessen, wir werden sauber reinsuchten, wie die geistig Behinderten. Demnächst ist übrigens auch bald, wir haben ja noch 3 Wochen. Heute in 3 Wochen sitzen wir da und spielen wir Diablo. Dann werde ich durchstreamen, habe ich auch schon ein bisschen verzeiht. Kann ich momentan nicht oft genug verzeihen, glaube ich. Geht am Freitag los. Ich weiß nicht genau, wann der Login anfängt, aber das findet man dann schon aus. Ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, ab 17 Uhr. Leute, Schluss jetzt mit Donations! Flo, die habe ich schon wieder übersehen! Schau doch aus, Wetterscheiße, saukalt, da schau ich dir lieber zu im Warmen und trink einen Gustel. Oder 2 oder 3. Lass ihn dir schmecken. Herr Klinke, mir ist wieder entwickelt. Du hast mir auch übersehen. Wo? Na, Herr Klinke, wo? Ich versuche zu scrollen. Da habe ich das. Wenn's kriebig fortgehst, Dart, Billard oder Kicker. Ich bin mehr der Kickerer. Und im Kickern ficke ich euch alle. Ich habe in der 6. Klasse einen Leonhard gekriegt. Mehr so geht's nicht. Kann nicht mehr so spannend wie früher, aber... Ah, das ist gleich wieder da. Der zeigt nicht ab, das ist gleich wieder da. Da ist gleich eine Ruhe. Ich hab beim Kickern im Roxy in Straubing schon Leute abgezogen. Da hast du noch... weiß ich nicht... Lego-Steine zusammengebaut. So schaut es nämlich aus. So, da haben wir, dann brauchen wir wieder die 2 Treppel. Haben wir vorher schon alles gehabt. Kriegen wir schon wieder hin. Oh, da hat sich jetzt ein Tabakbresel eingeschlichen. Das ist natürlich nix. Das ist natürlich nix. Haben wir da hier unten. Brauchen wir den langen weißen Grippe, der ist ein bisschen instabil, das war vorher auch, aber da stirbt keiner, da stirbt da keiner. Du, da stirbt er ja keiner, tun sie sich mal nicht hinunter. Nicht spiegelverkehrt bauen, Birger. Was? Ich tu nicht spiegelverkehrt bauen. Oh. Oh. Moment mal. Hast du absolut recht, mein Jung.
Hast du absolut recht, mein Jung. Ist spiegelverkehrt baut. Da hast du absolut recht, mein Jung, aber jetzt ist richtig. Jetzt ist es gut, dass du das gesagt hast. Wenn ich die Scheiße jetzt da fertig gebaut hätte und dann hätte ich gespannt, das ist falsch rum, dann hätte ich, weiß ich nicht, dann hätte ich einfach spontan einmal einer geschissen. So einen richtig schönen, cremigen Haufen. Und da wo jeder sagt, Alter, hau ab. Viel Teufel, hau ab. Aber der falsch, den Fehler haben wir vorher schon gemacht. Haben wir. Birger baut 2 rechte Haxen. Ich hab schon gespannt, jetzt seid ihr nicht so böse, weh. Jetzt seid ihr nicht, ich bin ein bisschen behindert. Manchmal frage ich mich schon. Warum euch ihr nicht fragt. Was zur Hölle ist da los? Was genau ist denn mit dem? Weiß ich nicht. Hat da schon mal einer angerufen und mal nachgefragt? So, jetzt aber. Birger richtig rumhalten. Du Kretin. Ja. Stimmt schon noch. Ich werde explizit drauf aufpassen. Tu dich nicht hinunter. Das würde ich schon gern sehen, wie der einen schweren Gustav aus Maßstab 1:1 zusammenbaut. Ja, das kann ein bisschen. Könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen. So 4, 5 Jahrzehnte. Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt haben wir dann so weit, dass wir das so oft gemacht haben, mit Nippelklötze zusammenstecken und das so viel Spaß macht, dass ich offstream auch anfange. Und irgendwann ist das ganze scheiß Bude vorher scheiß Lego und Nippelklötze und Nöttelklitze und keine Ahnung was. Da so ist es spät ist. So. Passt das so da auf? Geht das so? Ja, denke schon. Denke schon, dass das so gehört. So, jetzt werden Teile auch wieder einigermaßen übersichtlich, aber irgendwie finde ich weniger wie vorher. Ich weiß jetzt auch nicht. Fangen wir gleich einmal die Scheiße wieder doppelt an zum Bauen, weil wir sowieso doppelt bauen müssen. Machen wir so. So. Oh, jetzt glaube ich, ist das erste Mal, dass wirklich ein Drum abgeht. Nein, da hinten liegt. Haben da aus verschiedenen Tüten Teile zusammengeschüttet, die eigentlich gar nicht zusammenkehren. Haben wir jetzt wieder? Da haben wir. Okay, das müssen wir uns fahren. Da sind wir. Ja, passt. Was? Das ist schon wieder fertig. Geht das an die andere Seite noch nicht? Kurz schauen. So rum. Ja, da müssen wir kurz healing. Jawohl! Ja! Nimm schon vor mir noch schon. Hi. Jetzt kriegt er noch seinen Oberschenkel, der kleine Boy. Und dann ist es doch viel zackiger gegangen wie beim... Gut, ist viel zackiger gegangen wie beim letzten Mal. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich viel mehr... Dass ich einfach da hinbaue, ein bisschen was vor mir hinschwadroniere. Genau, was ich halt braucht habe. Sag ich dir, was ist. Genau, was ich halt braucht habe. On fucking point. Ein bisschen Hunger kriege ich. Diesmal schon früher als beim letzten Mal. Warte, was ist denn heute noch? Isst man heute noch? Weiß nicht. Ja, passt schon. Haben wir es schon. Von Star Wars einen Helm bauen wird geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Helme haben wir zu teuer. Für das, dass das wirklich bloß einfache Steine sind, die nichts wirklich Besonderes kennen, ich meine, der kann sich wenigstens bewegen und so, haben sie mir einfach zu teuer. Weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Auf was ich Bock hätte, was wir dann so, wenn nach der großen Sommerpause dann anfangen, habe ich nicht eigentlich vorher gerade irgendwas von Diablo erzählt, wie das laufen wird? Vorher ins andere. Was ist das? Interessiert es irgendjemanden? Weiß es irgendjemand noch nicht?
Fangen wir am Freitag an. Eventuell öffnen sich die Pforten um 5. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wenn sie der Stream geht online eine Stunde bevor, oder halbe Stunde bevor sich die Pforten öffnen. Und dann werden wir mir ganz gepflegt anfangen zum Streamen. Open End. Und ab dann geht's durch. Von Freitag bis Mittwoch. Jeden Tag anfangen der wir. Ich habe mir so einen kleinen Zeitplan zurechtgelegt. Weil wenn ich mir gar nichts vornehme, dann kenne ich mich schon wieder. Nach dem zweiten Tag habe ich wieder keinen Bock nicht. Ich nehme mir aber die Freiheit heraus, dass ich sage, mir bricht man den Dauerstream ab, wenn es scheiße ist oder wenn irgendwas nicht läuft oder sonst irgendwas, weil dann kriegt ja jeder einen Vogel. Dann streamen wir durch und dann geht's täglich weiter. Ab 1 Nachmittag geht der Stream dann weiter am nächsten Tag. Spätestens. Das heißt, wenn ich schon um 10 Uhr Vormittag Bock habe, schalte ich um 10 Uhr Vormittag ein. Ist mir wurscht. Aber spätestens um 1. Dann wird gestreamt und gezockt, wie bei den geistig Behinderten, bis um 6 Uhr. Und weiter geht jetzt, dann machen wir kurz einmal Pause. Alle, wie wir da haben. Und essen wir was und trinken wir was und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und dann geht's spätestens um 8 Uhr wieder weiter. Was ist denn? Was habe ich jetzt wieder für einen Mist gebaut? Da habe ich einen Mist gebaut. Wie hat das denn Mist gebaut? Fix, wir gehen dieses Gerät ist da mit dem Ding. Au! Also anscheinend ist es Release 2. 6. Juni um 1 Uhr deutscher Zeit. Um 1 in der Nacht. Am 2. Juni um 1 in der Nacht oder um 1 Nachmittag? Das darf mich jetzt schon noch interessieren. Der Extremmann schleicht sie, hauen sie sich hinein, habe die ersten. Und merci fürs Zugucken. Gucken, ne? Kannst du zugucken, ne? Zugucken, ne? So, jetzt geht der Teufel da so unten an. Jawohl. Ah ja, jetzt müssen wir wieder das kleine komische Konstrukt da bauen. Nein, das ist nicht das Konstrukt. Das ist ein anderes Konstrukt. Diesen hier. Schauen wir, ob wir es diesmal wieder verkehrt rum aufpickern. Ich hoffe nicht. Na doch. Na halt, stopp. Das ist da so rum. Ist ja mir Würstel. Das Ding müssen wir sowieso zweimal bauen. Die Frage ist jetzt, das Ding... Ich habe vorher auch drum zweimal gebaut, ich Vollidiot, obwohl man es nicht zweimal bauen muss. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Es war irgendwann einmal komisch, wenn nicht mindestens ein Stor am Boden ist. Aber diesmal ist er nicht ins letzte Eck. Das ist ja schon einmal Epsi. Das ist ja schon einmal irgendetwas. Und so geht's dann übrigens täglich weiter. Spätestens um 1 Nachmittag fangen wir an, wir suchten rein, 6 Uhr ist dann Pause, um 8 Uhr geht's weiter, Open End. Zwischen 6 und 8 Uhr in der Pause kann passieren. Jetzt wenn ich das drum noch einmal da verkehrt rum aufhöre, dann flippe ich aus. Zwischen 6 und 8 Uhr gilt dasselbe wie Nachmittag. Wenn ich schon wieder um 7 Uhr da bin und weitermachen möchte, dann geht's um 7 Uhr weiter und wir machen weiter. Das schaut gut aus. Das schaut auch gut aus. Jawohl, da sind wir. Dann brauchen wir 2 glatte Dreier. Die kommen da hin und verschließen das Ganze, dass man da reinsägt. Dann brauchen wir die komischen Ecksteine. Ecksteine, alles muss versteckt sein. Ich weiß nicht, ich habe nie verstanden, was das heißen soll. Hat es bei uns einfach nicht gegeben. Du kosten 3, 2 und sie kommen jetzt. So, da sind wir. Dann brauchen wir die Einlinge. Mit die kleinen Hand, die Batschi-Handteil dran. Ja, und dann geht es übrigens weiter bis Mittwoch. Bis Mittwoch ungefähr so um 10 Uhr auf die Nacht. Spätestens, weil ich in dieser Nacht fortfliege in den Urlaub und dann bin ich eine Woche nicht da. Das heißt, es gibt keinen Stream die Woche drauf. Das ist halt meine kleine Sommerpause. Da habe ich immer, die gibt es schon immer.
Da habe ich Geburtstag und da sind wir einfach fort. Oder beziehungsweise ich mag einfach da nicht streamen. Ich habe Urlaub und dann habe ich da Urlaub und es gibt keinen Stream und nix. Und ja, that's it im Groben und Ganzen. So, Feierabend, wünsche noch eine gute Nacht. Pinblade! Kommen Sie gut nach Hause. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihren Arbeitstag ein bisschen, oder Arbeitsabend besser gesagt, vielleicht ein bisschen verbessert. Angenehmer gestaltet, wenn man so will. So, Hammer. Die kleinen Dinger haben wir drin. Dann brauchen wir noch so einen runden Teufel, der die Farbseuche verdeckt. Farbseuche, ich kotze gleich. Die 3 Dinger haben wir auch alles. Dann können wir jetzt dieser kleine U-Hagel da zusammenbaut. Ich weiß bloß nicht wie. Oh, wir haben ein Standerl in der Tüten vergessen. Aber wenn man gerade denkt, jetzt sind wirklich nicht mehr viele Teile da. Sind nicht mehr viele Teile am Stößen. Chili Vanilli. Wunderschön, wunderschön. Wieder habe ich das eine von den 2 falsch rum aufgedacht, genau wie beim anderen vorher. Wie blöd. Also manchmal frage ich mich schon. Manchmal da frage ich mich schon, oh, wieso, dass ich eigentlich froh mag. Warte noch. Schaut's nicht an. Was halt ein bisschen schade ist, dass man die Füße nicht abknicken kann. Weil so macht es überhaupt keinen Sinn, dass der seine Haxen bewegen kann. Aber gut. Start Ladezeiten. Für was hast du jetzt einen 4K-PC da stehen? Hä? Schaut jetzt schon geil aus. Eigentlich kann man jetzt schon so lassen. Aber warte, und das ist halt schon cool. Du kannst jetzt deine Haxen wirklich... Oh. Hoppala! Ah! PD1! Stimpack! Stimpack! Ah. So. Die Anleitung, Birger. Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Haben wir was vergessen? Ja, ein paar so Dinger gibt's noch. Da. Die 2 Rundenteile, das werden wir jetzt wahrscheinlich wieder zweimal machen müssen. Da gebe ich dir doch Brief und Siegel. Da gebe ich dir doch Brief und Siegel, gebe ich dir da. Da. Machen wir es auch gleich zweimal. Zumindest die Sachen, die nicht spiegelverkehrt sind, die kann ich nicht verkacken. Rauf damit. Sekundenkleber drauf. Du meinst einen Craggle. Der gute wie die Craggle. Der Lego Movie 1 ist wirklich einer der lustigsten Filme der Welt. Ohne Scheiß. Lego Hass hin oder her. Der ist einer der lustigsten Filme fucking ever. Jetzt das da, wie soll denn das da drauf? Was ist denn das für Behinderung? Ach, das kann man da so einspreizen. Also wenn das gescheit halten soll, dann weiß ich uns wurscht. Aber gut. Ja, okay. So, jetzt müssen wir noch irgendwelche so Hydraulik-Dinger bauen. Und dann ist die Frage... Ja, wenn das ganze Konstrukt vom Kopf, das dauert halt einfach nochmal so lang. Wir haben jetzt ganz knapp über die Hälfte. Ganz knapp. Das werden wir heute nicht mehr schaffen, Kinder. Ich sag's euch, wie es ist, der packe ich heute nicht mehr. Ich hab kurz überlegt, aber dann habe ich auf die Uhr geschaut und hab gesehen, es ist jetzt schon wieder 3/4 11. Wo zur scheiß Hölle ist denn jetzt die Zeit gegangen? Kann man das irgendjemand erklären vielleicht einmal kurz? Was zur Hölle? Was zur Hölle? So, und das Ding geht da so hier mal. Ah, das ist wieder so ein Zierdeteil. Geht das schon da auf, ja. Zierdeteil. Oh, halt, stopp, wir haben was übersehen. Halt, stopp, wir haben was übersehen. Da haben wir ein Teil übersehen. Zack. Ja, haben wir ein Teil übersehen. Ja. Da.
Das werden wir jetzt zweimal machen müssen. Ja, das haben wir schon gedacht. Zeit ist relativ, das stimmt. Aber mein heutiger Zustand, der ist nicht... Ich bin nicht in Höchstform. Das muss ich einfach... Zumindest fühle ich mich nicht so. Eine kleine Steckerl haben wir beim anderen verkehrt rum drauf da, aber das ist mir jetzt gepflegt scheißegal. Das ist mir jetzt gepflegt scheißegal. Den pflanzen wir da so hier. Ja, damit wir das auch einmal sehen da. Also, ja, schaut so ein bisschen aus wie so ein Hydraulik-Ding. Mit Fürs gleich hinstellen. Und dann haben wir da noch die zwei. Und jetzt muss man da... Ja, das ist ja wieder super schön. Warum zwang sie denn das von hinten? Geh, wo ist Lego, Kim? Affentypen. Ja, wie soll denn das da durchgehen? Geht tatsächlich durch. Okay. Okay. Nee. Ja, geht durch. Dann geht da ein kleiner Stupsel drauf. Das seht ihr jetzt natürlich ganz toll. Wie der Stupsel da aufgeht. Ja, dafür bricht unten wieder irgendwas ab. Ja, passt schon. Das dürft ihr jetzt einfach nicht sehen. Wunderschön. Ich frage mich bloß, wo das Teil noch hingehört. Irgendwie, entweder haben wir das... Ich weiß, was hingehört. Da gehört sie. Haben wir übersehen. Haben wir übersehen. Ist schon dran. Ist schon dran. Zauberhaft. Zweimal einen Stupsel drauf. Und dann sind wir soweit. So, Tüte 4, 5 und 6. Das ist sein Käpferl. Das sind nochmal genauso viele Bauschritte, wie wir jetzt sagen. Ja, 100 sind es. Oder? Ja, 100. 100 Bauschritte. Was ich sehr interessant finde, ist, da soll so eine kleine Figur dabei sein. Sag das, was ist, die habe ich noch nirgends gesehen. Die muss in die anderen Tüten drin sein. Da glaube ich, sehe ich es. Ja. Sehr schön. Da machen wir uns jetzt ein Eselsöhrchen rein. Jetzt sind wir ein bisschen über die Hälften. Sind wir da, siehst du das? Ein bisschen. Ein bisschen über die Hälften. Ein paar kleine Steckerl sind übrig geblieben, aber nicht viel. So, kommt ins Ersatzteillager zum Rest. Warte mal, dann wir das auf die Seiten, damit man nochmal anschauen kann. So. Ja. Haben wir sein Body gebastelt. Warte, machen wir kurz einen auf Held der Steine. Achtung! Scheiße, mein Meterstab ist abgebrochen. Er hat 97 cm. Achtung! Er hat 19 cm bis zum Popo. Er ist 13 cm lang. Oder tief, besser gesagt. Und 11 cm breit. Hightech-Features, wie es der Jürgen Rainer schreibt. 19 cm bis zum Popo. Punkt. Hat Spaß gemacht. Und diesmal übertreiben wir nicht so krass bis um 12:30. Jetzt kann man schon noch mit 2 Stunden dahin, aber das tun wir heute nicht. Pack ich heute nicht. Und ansonsten wird es ein Kass. Da wisst ihr mal, wie wir da sind. Der Ibims, ein Steirer schreibt: Lego, wir brauchen für die Leute eine Anleitung für Bauen. Bürger, scheiß drauf, ich brauche keine Anleitung, ich bin Pro-Bauer. Richtig. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, irgendwie ist ein nettes Feature natürlich, dass der seine Füße. Ja. Jetzt ist Shoryuken! Und gegen den Wind pfeffern. Dass man seine Füße so. Da. Was ist das? But why? Ich meine so, but why? Das ist ja nicht einmal oben. So mal. So. Oder X-Achsen. Achtung. X-Achsen. Sehr schön. Du kannst ihn hinhocken. Wir möchten den hinhocken. So.
Oh. Jetzt haben wir was kaputt gemacht. Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Ja, da. Ja, ja, genau, weil da wieder keine doppelte Verbindung ist. Die hat es wieder nicht mehr da liegen. Das sehe ich von da, wenn ich das bloß anschaue, dass das anfällt. Wie soll man den hier hocken können? So. Es war halt dann cool, wenn man die Klinke da, wenn man das Klink auch biegen kann. Es muss ja nicht weit gehen, bloß gerade und ein bisschen schräg und auch sein Fuß unten, dass nicht bloß das hintere Teil da, dass sich das da bewegt, wenn man so hinstellt, dass das gerade wird, sondern dass das mehr beweglich war. DerOgrau schreibt, mach's kaputt. Was kriege ich, wenn ich jetzt pack und da Vollgas geht, Windwurf? Ist der jetzt eigentlich im Maßstab 1:1? Nein, pass auf. Da ist so ein kleines Datending dabei, also so ein ganz Schädel zum Davorstellen. Und da steht drauf, warte mal, sieht man das drin vielleicht ein wenig. Sieht man es hinten? Irgendwo habe ich das gelesen. Auf der Schachtel. Auf der Schachtel. Moment, ich lese vor. Manufacturer Model Height. 0,43 Meter. Das heißt, in echt ist er 43 cm hoch, aber laut Ding ist er, also laut Größenangabe ist er maximal 31 cm hoch. Wenn du ihn ganz gerade hinstellst und seinen Kopf leicht nach oben tust. Also fein ist das 1:2, das klingt nicht ganz, oder? Das ist halt auch wieder schade. Warum machen sie ihn dann nicht größer? Warum machen sie ihn dann nicht in Originalgröße? Hat's die 10 cm nicht mehr da liegen? Ja, dann hätte er wahrscheinlich 400 € gekostet. Wie gesagt, nochmal, ich habe den nicht für 100 € gekauft, sondern war obergesetzt bei mir auf 65 € und ein paar Cent und mit Versand hat er dann knapp 70 gekostet und dann war es gerade noch okay. Für über 1000 Teile, gerade noch. Dennoch, Molking-Panzer, 850 Teile, glaube ich, mit Elektromotor, Fernsteuerung, App-Steuerung, was weiß ich was alles, hat bloß 45 oder 50 € gekostet. Ja, ist halt Lego, ist halt Franchise Star Wars Label drauf, it is what it is. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Birger, du Zimtschnecke, kannst du meine zwei gute Freunde Marco und den anderen kann ich nicht lesen, weil es mein Chat abschneidet. Grüßen war echt nice von dir. Nippelklötze Squad, Ehrenmann Birger. Schöne Grüße. Servus, bedankt, gute Nacht. Merci Birger für den griebigen Einstieg ins Wochenende. Gustel mich, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Leute, Freunde der Sonne, ich werde mir jetzt auch langsam schleiern. Ich werde mir jetzt vielleicht noch kurz bei mir in Discord, in mein, ich sag jetzt mal, Private Discord hineinlurren. Da mit Sicherheit Leute drin und spielen Diablo. Und da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen anfangen. Mich interessiert hauptsächlich, um ehrlich zu sein, interessiert es mich eigentlich gar nicht groß. Ich habe in der Beta alles gesehen, was mich interessiert in Diablo. Ich bin sehr gespannt dann auf in 3 Wochen. Und ja. Mich interessiert die Drop-Chance. Heute soll es ja realistische Drop-Chancen geben, nicht so wie in die ersten 2 Betas, dass dann alle 2 Meter ein Legendary droppt. Das soll jetzt richtig sein. Bin ich gespannt, wie das wird. Normalerweise droppt ihr nämlich zum Beispiel in Diablo 3 in die ersten 25 Level, wenn es Glück hast. Ein Legendary. Und schauen wir mal, wie sich das so fühlt. Da rennst ihr jetzt wahrscheinlich nicht einfach durch, so wie es in die anderen 2 Betas war. Das interessiert mich. Und wenn ich dann schon dabei bin, es gibt wieder einen kleinen Skin. Wenn du mindestens Level 20 wirst, glaube ich, und ein Shava umhaust, das ist der World Boss, dann kriegst du einen kleinen Skin für dein Mount später. Und das hätte ich gern. Ja, kriegen wir schon hin. An 5-6 Stunden Spielzeit, glaube ich. Mehr ist es nicht. Und die, was da denn sonst am Monat nicht. So. Habe ich jetzt bei den Donations irgendjemanden übersehen? Ich hoffe nicht. Florian, merci für deinen Resub. Per Klinke, die habe ich noch gesehen. Ich habe hoffentlich alle gesehen. Wenn ich irgendjemanden übersehen habe, dann tut es mir unfassbar leid. Ich hoffe, es ist doch was anderes. Keine Sorge. Wir machen das jetzt nicht jeden Freitag oder sonst irgendwas. Wann wir Teil 2 machen, kann ich euch noch nicht versprechen. Nächste Woche Freitag habe ich keine Zeit. Warum? Da kommen Caps. Da habe ich mich um was anderes zu kümmern. Da habe ich dann auch keinen Nerv mehr, dass ich auf die Nacht noch einen Stream mache. Außerdem bin ich da sowieso auch das ganze oder halbe die Wochenende wahrscheinlich beschäftigt. Vielleicht am Freitag drauf dann.
Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Und dann am Freitag drauf ist schon Diablo, da bin ich sowieso am überlegen, ob dem Mittwoch vor Diablo, ob ich den Stream ausfallen lasse, weil ich momentan nicht recht weiß, was für Spiele, was für Zeug und so weiter. Es war jetzt nicht so super tragisch, schauen wir mal. Ja, ansonsten glaube ich, war es ganz nett heute. Wo zur Hölle haben die 3 Stunden? What the fuck are we doing? Das ist einfach so geil, das macht so viel Spaß. Da habe ich wirklich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich irgendjemanden beeinflusst, dass er sich Klemmbausteine zulegt. Das ist sehr entspannend. Und egal wie alt du bist, ist es einfach immer noch geil. Es macht einfach Spaß. Und bevor ich jetzt wieder Kreuzweg kriege, wird es auf, dass ich mich da her sitze, schleichen wir uns heute davon. Den Kopf macht man in 2 Wochen wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann nach dem Urlaub irgendwann machen wir schon noch. So. Der Flo schreibt, PayPal bei die Caps schon on board, oder? Bei mir gibt's nur PayPal. Es gibt keine Sofortüberweisung, es gibt, also Klarna gibt's nicht, es gibt keine Forecast, nix, es gibt keine Rechnung, gar nicht. Es ist das einfach, wie gesagt, ich bin kein Händler nicht. Ich tue mich schon hart genug, dass ich die ganzen Backerl geregelt kriege, damit da kein Scheiß passiert und sonst irgendwas. Es gibt nur PayPal. Ist für mich das Allereinfachste. Ich weiß, wann zahlt ist, da gibt's kein Geschiss nicht und fertig. Hey Birger, was hältst du von einer IO-CPU-Kühle? Da ich selber einen drauf habe, halte ich da sehr viel davon. PayPal, das Beste. PayPal ist, ich finde, PayPal ist schweineteuer. Das interessiert euch jetzt als Kunde nicht. Als Händler zahlst du immer einen Festbetrag pro Transaktion und dann einen gewissen Prozentsatz der Transaktion an Gebühren. It is what it is. Aber jeder hat PayPal oder fast jeder hat PayPal. Ich als Händler, ich persönlich bin jetzt kein Händler in dem Fall, aber jetzt halt schon, weiß sofort, wenn Zeit ist. Und wenn der Händler irgendwie Scheiße baut, dann hast du als Käufer einfach immer diesen PayPal-Schutz mit, Leute mal, der macht Scheiße, fuck you. Dann wird das Geld zurückgezogen oder zurückgehalten, dann bin ich im Beweislast, habe ich das wirklich verschickt und so weiter und was weiß ich. Und genauso habe ich einen Händlerschutz. So ist es nicht. Also du kannst da nicht anfangen, die Leute zu verarschen. Das geht auch nicht. Ja. Darum gibt es nur PayPal. Dann verschickt man nur mit der DHL. Ich weiß, DHL ist relativ teuer, aber ich habe mit der DHL absolut null Probleme. Nicht ein einziges Problemchen gehabt. Bei den vorherigen Backerl ist jetzt das 4. Mal, dass wir die Caps verschicken. It is what it is. Und für Österreich ist leider Gottes der Versand auch noch nicht billiger geworden. Es ist absolut utopisch, dass der Österreich-Versand bei mir, was kostet der? 14 Euro, 15 Euro? Es kostet einfach bei der DHL, kostet einfach der Versand in Zone 1 ins Ausland, auch wenn es EU ist einfach maßlos überteuert. Es tut mir leid, it is what it is. Die Österreicher empfehle ich fast schon, kauft es bei Bavarian Caps. Die haben ganz andere Konditionen wie ich. Die verschicken auch am Tag, was weiß ich, wie viel Backerl. Wahrscheinlich mehr wie ich. Und zahlen halt da dann weniger. Aber beim Rest, ich glaube, da zahlt es auch nicht recht viel mehr in Deutschland für den Versand als bei mir. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Und ja. Und wenn es wieder weg sein sollten, dann machen wir halt wieder weh. Ich sag, das ist machen wir so lang, bis welche übrig bleiben. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Schweiz ist generell, nur weil der Flo gerade schreibt, Schweiz ist noch brutaler, das ist richtig. Schweiz zirkt da einen Rattenschwanz an steuerlichen Dingen hinten nachher und Versand und Händlerrechnungen und wie heißt's? Zoll, Scheißdreck und was weiß ich, dass ich mir das gar nicht erst anfange. Tut mir wir haben ja eh nicht viele Schweizer da, aber es tut mir sehr leid auch für die paar, die da sind, dass ich da nicht verschicken kann. Da die auch, schau bei alle Schweizer, schaut's bei Bavarian Caps, wenn es dann verfügbar ist, die liefern mit Sicherheit in die Schweiz. Die kennen sie den Aufwand an, da rentiert sich das, aber bei mir rentiert sich das nicht. Ich hab es ist ja nicht, dass das mein Tagesgeschäft ist. Was soll denn das? So. Jetzt gehen wir ins Bett. Friends of the Nippelklotz! Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das hat jetzt so richtig gut da. Nicht zu lang, nicht zu kurz und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Like nicht vergessen auf Twitch, Follows nicht vergessen auf YouTube, wobei ich nicht glaube, dass irgendjemand da ist ohne Abo. Abo nicht vergessen. Falls aber irgendjemand da ist, der die scheiß Glocken noch nicht aktiviert hat und auf alles gestellt hat, do it. Dann da die sagen, Dankeschön. Dankeschön an die ganzen Donations. Das ist sowieso, es muss ja auch am Montag und Mittwoch nicht eskalieren, aber es eskaliert halt am Freitag einfach weiter und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön, danke an alle neuen Mitglieder, waren nicht auch Abo dabei und danke an alle alten Mitglieder. Und jetzt schleicht euch in das Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sonntag!
Podcast anschauen auf dem Speziwirtschaft-Kanal und es kommt das erste Video seit 3 Monaten in dem Kanal hier. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Für alles, was da drin vorkommt. Wer sich das nicht anschaut, den zünde ich dann bricht mein Meterstab das zweite Mal. So. Und jetzt schleicht's euch. Freunde der Sonne, Dankeschön für alles. Bis spätestens Sonntag und Montag 20 Uhr. Last of Us DLC. Ankündigung kommt am Sonntag. Sind wir 8 auf die Nacht im Discord. Wer da noch nicht drin ist, rein mit dir. Und jetzt schleicht's euch. Dankeschön. Achtung, Press F im BD1. Bis jetzt ist er nur der BD. Ein One macht man dann in 2 Wochen sowas. Habe! Ich sehe meine Maus nicht! Ich sehe mein Gesicht nicht! Ah! Okay, tschüss.